Um Punkt 5 Uhr morgens riss ein Klingeln die Stille meiner Wohnung in der Morgendämmerung entzwei. Es war scharf, fordernd, verzweifelt. Ich riss die Augen augenblicklich auf, so wie ich es mir in 20 Jahren als Kriminalhauptkommissarin AD angewöhnt hatte. Der Schlaf war wie weggefegt. Die Dienstjahre hatten mich gelehrt, beim ersten Alarmzeichen wach zu sein. Niemand kommt um 5 Uhr morgens mit guten Nachrichten. Hallo meine Lieben, schreibt uns, woher ihr zuschaut und wie alt ihr seid. Wir wünschen euch eine angenehme Zuhörzeit. Draußen herrschte noch tiefe Dunkelheit. Nur das matte Licht der Straßenlaterne drang durch die nicht ganz zugezogenen Vorhänge und malte verschwommene Schatten an die Decke. Im März beginnt der Tag spät. Das Klingeln wiederholte sich. Es war noch eindringlicher, scheppernd, als würde die Person vor der Tür ihre letzten Kräfte hineinlegen. Ich zog meinen alten Frottee-Bademantel an, denselben, den mir Elara zum letzten Muttertag geschenkt hatte. Ich eilte zur Tür, ohne das Licht anzuschalten. In solchen Momenten schreit die Intuition lauter als der Verstand. Mein Herz hämmerte wie verrückt und ahnte Unheil. Automatisch tasteten meine Hände nach dem Lichtschalter im Flur. Die matte Glühbirne an der Decke leuchtete auf und enthüllte die abblätternde Tapete in den Ecken. Die Renovierung schob ich immer wieder auf. Es fehlte entweder die Zeit oder das Geld. Durch den Türspion sah ich ein tränenverzerrtes, vertrautes Gesicht. Mein Herz setzte einen Schlag aus. Elara, meine einzige Tochter, stand im Treppenhaus und presste ihre Hände gegen ihren riesigen Bauch. 9. Monat. Sie sollte jeden Tag entbinden. Ihr helles Haar, normalerweise sorgfältig frisiert, hing jetzt in verfilzten Strähnen herab. Sie trug nur ein Nachthemd und einen hastig übergeworfenen Mantel. An den Füßen hatte sie Hausschuhe, die absolut ungeeignet für das feuchtkalte Märzwetter waren. »Mama!« Ihre Stimme brach, als ich die Tür aufriss. Im schummrigen Licht der Lampe erkannte ich, was durch den Spion verborgen geblieben war. Unter ihrem rechten Auge lief ein frischer blauer Fleck an. Der Mundwinkel war geschwollen. Am Kinn klebte getrocknetes Blut. Und dieser Blick eines in die Enge getriebenen Tieres. Ich hatte diesen Blick hunderte Male bei Opfern häuslicher Gewalt gesehen, aber niemals hätte ich gedacht, ihn bei meiner eigenen Tochter zu sehen. Ich zog sie schweigend in den Flur und verriegelte die Tür mit allen Schlössern. Aus der Nachbarwohnung war ein Rascheln zu hören. Die alte Hilda Lorenz war wohl vom Klingeln aufgewacht. Sie schlief nachts nie, spähte ständig durch den Spion und beobachtete die Nachbarn. Normalerweise nervte mich diese Angewohnheit, aber jetzt war ich sogar froh. Ein Zeuge konnte nicht schaden. »Fabian hat mich geschlagen«, flüsterte Elara und zitterte vor Schluchzen. Die Worte kamen zwischen den Atemzügen hervor, abgehackt und erstickt. Wegen seiner neuen Geliebten. Sie rief ihn an, als wir gerade zu Abend aßen. Ich sah zufällig den Namen auf dem Display. Ich fragte, wer das sei, und er? Elara konnte nicht weitersprechen. Die Tränen erstickten sie. Ihre Hände, normalerweise warm und zart, waren eiskalt. Ich bemerkte rote Striemen an ihren Handgelenken, Abdrücke von Fingern, die ihre zerbrechlichen Knochen zu fest umschlossen hatten. Ich ließ sie nicht zu Ende erzählen. Ein einziger Blick hatte genügt. Meine Hand tastete automatisch nach dem Telefon auf der Kommode im Flur. Ich wählte die Nummer, die ich nie für private Zwecke nutzen wollte. Die Nummer, die in meinem Telefon als NAV gespeichert war. Dr. Armin Fichte, mein ehemaliger Kollege und jetziger Leiter des örtlichen Polizeipräsidiums. Ein Mann, der mir einen Gefallen schuldete. Wegen des Vorfalls vor 15 Jahren, als ich die Akte über seinen Neffen zurückgehalten hatte. Die Töne in der Leitung klangen wie Metronomschläge. 1, 2, 3. »Armin, hier ist Jana.« Meine Stimme klang ruhig und gefasst. Eine berufliche Gewohnheit. »Ja, ich weiß, dass es früh ist. Entschuldige bitte, aber es ist dringend. Ich brauche deine Hilfe.« Elara starrte mich mit vor Angst geweiteten Augen an und kauerte sich in ihren Mantel. Darunter lugte ihr Nachthemd mit der verwaschenen Spitze hervor, das ich ihr zur Hochzeit geschenkt hatte. Eine Hochzeit, die ich aus meinen bescheidenen Ersparnissen bezahlt hatte, weil ich mir für meine Tochter nur das Beste wünschte. 3 Jahre ist das her. Nur 3 Jahre, die sich wie ein ganzes Leben anfühlten. Ich klemmte mir den Hörer zwischen Schulter und Ohr und öffnete die Schublade im Flur, in der ich meine Arbeitsutensilien aufbewahrt hatte. Ich zog die Lederhandschuhe heraus, dieselben, die ich bei der Untersuchung von Tatorten trug. Schwarzes Leder, an den Knöcheln abgenutzt, mit kaum sichtbaren Flecken, die mit keinem Mittel herausgingen. Langsam zog ich sie über meine Hände. Das gewohnte Gefühl, Haut auf Haut. Der Schutz zwischen mir und der Welt des Verbrechens.
zwischen mir und dem Schmutz dieser Welt. »Mach dir keine Sorgen, mein Schatz. Du bist jetzt in Sicherheit«, sagte ich, als ich das Gespräch beendet hatte. Die Worte von Dr. Fichte klangen noch in meinem Kopf nach. »Komm sofort her, ich organisiere alles.« Das musste sofort geklärt werden, und mit Fabian würden wir nach allen Regeln verfahren. Es gab weder Wut noch Panik in mir. 20 Jahre im System hatten mich eines gelehrt. Emotionen sind nur hinderlich. Es gab nur Kälte, kalte Entschlossenheit und die klare Erkenntnis. Die Rache begann, und es würde nicht einfach die Rache einer wütenden Mutter sein, es würde eine Vergeltung nach dem Gesetz. Ich wusste zu gut, wie das System funktionierte, um es diesem Schurken zu erlauben, der Gerechtigkeit zu entgehen. »Zieh dich aus und geh ins Bad«, sagte ich in dem Ton, mit dem ich sonst mit Opfern sprach. Wie viele waren es in all den Jahren gewesen? Ängstlich, verwirrt, nicht wissend, was sie als nächstes tun sollten. »Wir müssen alle deine Verletzungen fotografieren, jeden blauen Fleck, jeden Kratzer. Dann fahren wir in die Notaufnahme und lassen die Prügel dokumentieren. Und dann?« Ich sprach nicht weiter, aber in meinem Kopf formte sich bereits ein klarer Plan. Notaufnahme, medizinische Untersuchung, Anzeige bei der Polizei, Beweissammlung, Zeugenaussagen, Gericht, eine Haftstrafe für dieses Miststück. Elara schluchzte und umarmte mich fest, ihr Gesicht an meine Schulter gedrückt. Sie roch nach häuslicher Wärme, nach Vanilleshampoo und seltsamerweise nach Angst. Angst hat einen Geruch. Das wusste ich ganz genau. »Mama, ich habe Angst«, flüsterte sie in meine Schulter. Er hat gesagt, wenn ich gehe, wird er mich finden. Sie zitterte, unfähig, den Satz zu beenden. »Soll er es nur versuchen«, antwortete ich und streichelte ihren Rücken. Unter dem dünnen Stoff des Nachthemds spürte ich ihre Wirbel. Sie hatte trotz der Schwangerschaft abgenommen. »Du bist nicht die Erste, die mit so einem Tier in Menschengestalt konfrontiert wird. Aber glaub mir, meine Liebe, ich habe gesehen, wie solche Geschichten enden. Wie viele häusliche Tyrannen, die ihrer Straflosigkeit sicher waren, waren durch meine Hände gegangen? Und dieses Mal wird das Ende gerecht sein, das verspreche ich dir.« Ich half meiner Tochter, den Mantel auszuziehen. An ihren Armen, oberhalb des Ellenbogens, waren blaue Flecken zu sehen. Deutliche Fingerabdrücke wie aus einem kriminalistischen Lehrbuch. Charakteristische Spuren der gewaltsamen Festhaltung des Opfers. Die Formulierung aus dem Lehrbuch kam mir in den Sinn. Elara ließ sich schwer auf die kleine Bank im Flur fallen und streichelte ihren Bauch. Im hellen Licht der Lampe wirkte ihr Gesicht eingefallen. Unter den Augen lagen Schatten, und das nicht nur von den Schlägen. Sie schien über Nacht gealtert zu sein. »Der Kleine hat die ganze Nacht keine Ruhe gegeben«, flüsterte sie, als hätte er es gespürt. Ich kniete mich vor sie hin, verzog das Gesicht vor Schmerz in den Gelenken. Das Alter machte sich bemerkbar, besonders am frühen Morgen. Ich berührte ihren Bauch. Unter meiner Hand stieß mein zukünftiger Enkel oder meine Enkelin, aktiv, lebendig. Ein neues Leben, das diese Welt noch nicht gesehen hatte, aber bereits unter menschlicher Grausamkeit litt. »Hör mir genau zu«, sagte ich und sah meiner Tochter in die Augen. Jetzt wirkte sie so jung, fast noch ein Kind, wie damals in ihrer Kindheit, als sie mit einem aufgeschlagenen Knie zu mir gelaufen kam. Nur waren die Wunden jetzt viel ernster. »Erinnerst du dich, was ich dir immer gesagt habe? Es gibt keine Kraft, die eine Mutter daran hindern kann, ihr Kind zu beschützen. Du wirst bald selbst Mutter sein und verstehen, was das bedeutet.« Ich stand auf, spürte, wie Entschlossenheit jede Zelle meines Körpers erfüllte. »Ich bin nicht nur deine Mutter, ich bin eine Ermittlerin mit 20 Jahren Erfahrung. Und dein Mann hat gerade ein Verbrechen gegen ein Familienmitglied einer Strafverfolgungsbeamtin begangen. Das ist, weißt du, ein erschwerender Umstand.« Draußen begann die Morgendämmerung. Der Himmel im Osten wurde heller und nahm einen rosa Schimmer an. Ein neuer Tag. In meinem Kopf formte sich bereits ein klarer Aktionsplan, wie in Hunderten von Fällen, die ich untersucht hatte. Nur ging es jetzt um meine eigene Tochter, mein eigenes Blut. Ich ging in die Küche, schaltete den alten Gasboiler an, er war noch aus den 80ern, aber zuverlässig, und stellte den Wasserkocher auf. Meine Hände handelten automatisch, während mein Gehirn die Optionen durchrechnete. »Trink einen Tee mit Zucker«, sagte ich, als ich in den Flur zurückkehrte. »Du musst dich beruhigen, bevor wir ins Krankenhaus fahren.« Elara nickte und folgte mir mechanisch in die Küche. Sie setzte sich an den Rand des Hockers, als hätte sie Angst, zu viel Platz einzunehmen. Diese Angewohnheit hatte sie seit ihrer Hochzeit entwickelt. Ich hatte es bemerkt, aber geschwiegen. Ich wollte mich nicht in das Eheleben meiner Tochter einmischen, und das war das Ergebnis.
Weißt du, sagte Elara und umklammerte die Tasse mit beiden Händen, als wollte sie sich wärmen. Er war nicht immer so. Erinnerst du dich, wie aufmerksam er war, als wir uns kennenlernten? Ich erinnerte mich. Fabian Schulze, ein vielversprechender Manager in einem großen Unternehmen, groß, durchtrainiert, mit einem breiten Lächeln und selbstbewusstem Auftreten. Blumen, Restaurants, Komplimente. »Mama, er ist so fürsorglich«, erzählte Elara begeistert. Und ich sah in die kalten Augen meines zukünftigen Schwiegersohns. Und etwas zog sich in mir zusammen. Berufliches Gespür, mütterlicher Instinkt? Ich wusste es nicht, aber ich schwieg damals. Und hier ist das Ergebnis. »Das ist ein klassisches Schema, meine Liebe«, sagte ich und setzte mich ihr gegenüber. »Zuerst ist alles wunderbar. Blumen, Geschenke, Fürsorge. Dann beginnt die Kontrolle. Wo warst du? Mit wem hast du gesprochen? Warum kommst du zu spät? Dann die Isolation. Sie entfremden dich von Freunden und Verwandten, machen dich abhängig und schließlich die Gewalt.« Ich hatte das hunderte Male gesehen. Elara senkte den Blick. Tränen tropften in ihre Teetasse. »Ich dachte, es sei meine Schuld«, flüsterte sie, »dass ich keine gute Ehefrau bin, dass ich ihn nerve.« »Merk dir das ein für allemal«, sagte ich fest und legte meine Hand auf ihre. »Gewalt ist niemals die Schuld des Opfers. Niemals. Es ist die Entscheidung des Aggressors. Seine und nur seine Verantwortung.« Es klopfte leise an die Tür. Ich zuckte zusammen, erkannte aber sofort das Klopfen. 3 kurze, 2 lange. Hilda Lorenz, die Nachbarin vom Flur. »Jana, mach auf, ich bin's!« Eine gedämpfte Stimme ertönte hinter der Tür. Ich ging hinüber und öffnete. Vor der Tür stand Hilda Lorenz, 82 Jahre alt, ehemalige Grundschullehrerin, jetzt Rentnerin und Schrecken des gesamten Treppenhauses. Graue Haare zu einem Dutt gebunden. Auf den Schultern ein gemustertes Tuch, in den Händen ein Topf, aus dem aromatischer Dampf aufstieg. »Ich habe gerade eine Hühnerbrühe gekocht«, sagte sie und reichte den Topf. »Für Elara. In ihrem Zustand muss sie sich gut ernähren.« Ich fragte nicht, woher sie wusste, dass Elara bei mir war. Hilda Lorenz wusste immer alles. Ihre Fenster zeigten zum Treppenhaus und wenig entging ihrem wachsamen Blick. »Danke«, sagte ich einfach und nahm den Topf entgegen. »Der blaue Fleck ist ganz schön dick«, flüsterte die Nachbarin und nickte in Richtung Küche, wo Elara saß. »Der liebe Ehemann hat sich Mühe gegeben.« Ich nickte stumm. Habe ich mir doch gedacht. Hilda Lorenz presste die Lippen zusammen. »Ich habe ihn ein paar Mal gesehen, als er bei euch war. Ein übler, glatter Blick. Ich habe 40 Jahre in der Schule gearbeitet, mein Mädchen. Ich durchschaue die Menschen. Also, wenn du Zeugenaussagen brauchst, bin ich bereit, sofort zu deiner Dienststelle zu fahren.« Ich drückte dankbar ihre trockene Hand. »Danke, Hilda Lorenz. Womöglich wird es nötig sein.« »Schon gut, mein Schatz. Die Wahrheit muss ansiegen. Ich bin nach 9 Uhr zu Hause. Komm vorbei, wenn was ist.« Sie ging, schlurfte mit ihren Hausschuhen über den Flur. Ich kehrte mit der Hühnerbrühe in die Küche zurück. »Wir fahren jetzt ins Krankenhaus«, sagte ich und half Elara aufzustehen. »Danach fahren wir zur Dienststelle. Ich habe dort einen guten Mann im Dienst. Er wird deine Anzeige aufnehmen.« »Und dann?«, fragte Elara hoffnungsvoll. »Und dann beginnt der interessanteste Teil«, antwortete ich und zog meinen Trenchcoat an. Alt, abgenutzt, aber bequem. Derselbe, in dem ich während meiner Karriere zu Hunderten von Tatorten gefahren war. Die Rache begann. Und glaub mir, mein Schatz, dein Fabian wird es bereuen, es gewagt zu haben, Hand an dich zu legen. Ich half Elara beim Anziehen. Ich knöpfte ihren Mantel sorgfältig zu, legte ihr einen warmen Schal um. Diese einfachen mütterlichen Gesten versetzten mich 25 Jahre zurück, als ich die kleine Elara für den Kindergarten fertig machte. Genauso schutzbedürftig, genauso kostbar. »Mama«, sagte Elara leise und griff nach der Türklinke. »Was, wenn er recht hat? Was, wenn ich wirklich eine schlechte Ehefrau bin?« Ich fasste sie an den Schultern und drehte sie zu mir. »Schau mich an«, sagte ich fest. »Es gibt kein Vergehen, das Gewalt rechtfertigt. Es gibt keine Worte, die Schläge verdienen. Es gibt keine Ehefrau, die Misshandlung dulden muss. Merk dir das. Und niemals, hörst du, niemals mehr entschuldige ihn.« Im Treppenhaus war es ruhig. Die Nachbarn schliefen noch. Es war ein Feiertag. Wir stiegen die Treppe hinunter. Der Aufzug in unserem Mehrfamilienhaus funktionierte schon lange nicht mehr, ebenso wenig wie vieles andere in diesem alten Gebäude am Stadtrand. Draußen angekommen, wählte ich eine weitere Nummer. »Viktor, hier ist Jana. Ja, ich weiß, dass es früh ist. Ich brauche deine Hilfe, dringend.«
Dr. Viktor Steiner, mein ehemaliger Kollege und jetziger Leiter der Unfallchirurgie im Städtischen Klinikum. Noch ein Schuldner aus der Vergangenheit. Der kalte Märzwinde zerzauste mein Haar, kroch unter den Kragen, aber in mir entzündete sich ein Feuer, dasselbe, das Mütter dazu bringt, Autos anzuheben, unter denen ihre Kinder eingeklemmt sind. Dasselbe, das einen nicht aufgeben lässt, wenn alles hoffnungslos erscheint. »Alles wird gut«, sagte ich zu meiner Tochter, während ich ihr half, in meinen alten Opel Corsa zu steigen. »Ich bin jetzt bei dir und niemand, hörst du, niemand wird es wagen, dir noch einmal weh zu tun.« Das Auto fuhr an, trug uns vom Haus weg der aufgehenden Sonne entgegen, der Gerechtigkeit entgegen, die ich mir schwor, um jeden Preis durchzusetzen. Die Krankenhausflure waren um 6:00 Uhr morgens fast leer. Seltene Krankenschwestern glitten geisterhaft über den Linoleumboden und schlurften in ihren abgetragenen Hausschuhen. Der Geruch von Chlor, vermischt mit Medikamenten, stieg mir in die Nase. So vertraut, so verhasst. In 20 Jahren Arbeit hatte ich viele Krankenhäuser gesehen, konnte mich aber nie an diesen Geruch gewöhnen, den Geruch menschlichen Schmerzes. Elara ging neben mir und stützte sich auf meinen Arm. Ihr Gang hatte sich verändert. Schwer, unsicher, als würde jeder Schritt Schmerzen verursachen. Wahrscheinlich war es auch so. Der blaue Fleck unter ihrem Auge wurde im hellen Krankenhauslicht deutlicher und die geschwollene Lippe begann anzuschwellen. »Jana!« Dr. Viktor Steiner, mein alter Bekannter, kam uns entgegen, stämmig, mit grauen Schläfen und einem aufmerksamen Blick. Er war einer der wenigen Ärzte, denen ich bedingungslos vertraute. »Kommen Sie direkt in mein Büro.« Er musterte Elara professionell, verweilte auf dem blauen Fleck und dem Bauch, kommentierte aber nichts, was er sah. In seinen Jahren im Krankenhaus hatte er genug gesehen, um keine unnötigen Fragen zu stellen. Im Büro war es warm und roch nach starkem, herben Kaffee. Auf dem Tisch standen eine abgenutzte Thermoskanne und ein paar Tassen. »Nehmen Sie Platz«, Dr. Steiner zeigte auf die Liege. »Elara, ich werde dich jetzt untersuchen. Hab keine Angst.« Er arbeitete schweigend, konzentriert. Er tastete ihren Bauch ab, hörte die Herztöne des Fötus ab. Er tastete vorsichtig die blauen Flecken und Schürfwunden ab. Von Zeit zu Zeit notierte er etwas in der Akte. »Blutdruck erhöht«, sagte er schließlich. »Geschwollene Füße. Es besteht das Risiko einer Präeklampsie. Wie weit bist du?« »Wochen«, flüsterte Elara. »Mhm.« Er kratzte sich nachdenklich am Kinn. »Es könnten auch Frühwehen einsetzen. Stress ist kein Spaß. Und mit diesen Verletzungen...« Er schüttelte den Kopf. »Jana, kann ich dich kurz sprechen?« Wir gingen auf den Flur. Dr. Steiner schloss die Tür fest und senkte die Stimme. »Jana, die Sache ist ernst. Das Mädchen hat multiple Hämatome unterschiedlichen Alters. Das ist nicht der erste Fall von Schlägen. An den Rippen sind Spuren alter Brüche. Du verstehst, was das bedeutet?« Ich verstand. Ich verstand nur zu gut. Systematische häusliche Gewalt. Und ich hatte es nicht bemerkt oder nicht bemerken wollen. 3 Jahre Hölle, die meine Tochter durchgemacht hatte. Meine Schuld, mein unverzeihlicher Fehler. Meine Hände ballten sich unwillkürlich zu Fäusten. »Ich werde alles richtig machen, Viktor. Erstellen Sie alle Unterlagen vorschriftsmäßig. Ich brauche klare medizinische Gutachten über Art und Alter der Verletzungen. Ich möchte, dass Asi persönlich unterschreiben.« Er nickte. »Wird gemacht, Jana, und noch etwas.« Er zögerte und wählte seine Worte sorgfältig. Angesichts des Zustands von Elara würde ich eine stationäre Aufnahme zur Erhaltung der Schwangerschaft und zur Beobachtung empfehlen. »Nein«, ertönte eine Stimme hinter der Tür. Elara stand in der Tür, sich am Rahmen festhaltend. »Nein, Mama, ich bleibe nicht hier. Fabian wird mich finden. Er hat überall Verbindungen.« Ich umarmte meine Tochter an den Schultern. »Gut, meine Liebe, dann fahren wir zu mir, und ich garantiere dir, dass er dich nicht erreichen wird.« »Jana«, Dr. Steiner schüttelte den Kopf. »Das ist unvernünftig. Die medizinischen Indikationen...« »Ich bringe sie morgen zur Untersuchung wieder her«, unterbrach ich ihn. »Und heute brauche ich die Unterlagen. Je schneller, desto besser.« Er seufzte, widersprach aber nicht. In den Jahren unserer Bekanntschaft hatte er meinen Charakter gut kennengelernt. Stur, wie alle in unserer Familie. 1 Stunde später verließen wir das Krankenhaus mit einem vollständigen Satz Dokumente. Das medizinische Gutachten über die Schläge, eine Bescheinigung über die Schwangerschaft, die Untersuchungsergebnisse. In der Tasche meines Mantels steckte ein USB-Stick mit Fotos von Elaras Verletzungen, aufgenommen vom Krankenhausfotografen. Beweise, die keinen Raum für Zweifel ließen. »Wohin jetzt?« fragte Elara, als wir ins Auto stiegen.
Zum Polizeipräsidium, antwortete ich und drehte den Zündschlüssel. Dr. Fichte wartet auf uns. Elara klammerte sich an den Türgriff. Mama, ich habe Angst, wenn Fabian recht hat und mir niemand glaubt? Er sagte, er hätte überall Verbindungen, dass Anzeigen gegen ihn sinnlos seien. Ich legte meine Hand auf ihre Schulter. Hör mir zu. Dein Mann mag einige Verbindungen haben, aber ich habe in 20 Jahren Arbeit weitaus mehr gesammelt. Und im Gegensatz zu ihm weiß ich, wie das System von innen funktioniert. Mein Telefon klingelte. Auf dem Display leuchtete eine unbekannte Nummer auf. Ich drückte auf Annehmen. »Hallo Jana, hier ist Irina«, eine vertraute Stimme ertönte. Irina, die Sekretärin von Richter Dr. Kuhlmann, eine weitere Figur aus meiner beruflichen Vergangenheit. Fichte hat mich gerade angerufen und die Situation erklärt. Komm sofort zu uns. Dr. Kuhlmann ist heute der diensthabende Richter. Er wird eine Sicherheitsverfügung ohne Verzögerung unterschreiben. Ich habe alle Dokumente bereits vorbereitet. Danke, Irina. Ich spürte, wie eine Welle der Erleichterung durch meinen Körper ging. Ich bin in 20 Minuten da. Ich wandte mich an Elara. Planänderung. Wir fahren zuerst zum Amtsgericht. Zum Gericht? Sie sah mich ängstlich an. Warum? Für eine Sicherheitsverfügung. Das ist ein Dokument, das es Fabian verbietet, sich dir zu nähern. Wenn er dagegen verstößt, wird er automatisch verhaftet. Und das funktioniert? Fragte Elara ungläubig. Es funktioniert, antwortete ich zuversichtlich, als ich auf die Hauptstraße abbog. Besonders wenn der Richter persönlich daran interessiert ist, dass das Gesetz eingehalten wird. Richter Dr. Kuhlmann, ein prinzipientreuer, strenger und unbestechlicher Mann, der nicht nur dank meiner Ermittlungen mehrere korrupte Beamte und Geschäftsleute hinter Gitter gebracht hatte. Die Fahrt zum Amtsgericht dauerte etwas länger als erwartet. Die morgendlichen Staus begannen sich bereits zu bilden. Die Stadt erwachte. In der Eingangshalle des Gerichts wurden wir von Irina empfangen. Eine kleine Frau mit perfekter Frisur und aufmerksamem Blick. »Gehen Sie direkt ins Büro«, sagte sie. »Die Wache ist informiert.« Richter Dr. Kuhlmann, ein großer Mann mit militärischer Haltung und durchdringendem Blick, empfing uns stehend. Er musterte Elara aufmerksam, verweilte auf dem blauen Fleck unter dem Auge und bat uns mit einer Geste, uns zu setzen. »Jana«, nickte er mir zu. »Lange nicht gesehen. Leider sind die Umstände nicht die angenehmsten, Viktor«, antwortete ich und zog die Dokumente aus der Mappe. Er überflog die medizinischen Gutachten, die Fotos der Verletzungen, die Anzeige, die wir direkt im Krankenhaus erstellt hatten. »Ihr Schwiegersohn, wenn ich richtig verstehe, ist Fabian Schulze?« fragte er, während er die Unterlagen durchsah. »Ja«, nickte ich. »Manager bei Global Invest GmbH.« »Ich kenne das Unternehmen.« Dr. Kuhlmann presste die Lippen zusammen. »Ich habe von den Arbeitsmethoden gehört.« Er wandte sich an Elara. »Elara, Sie müssen die Anzeige unterschreiben. Sind Sie sicher, dass Sie diesen Prozess beginnen möchten?« Elara sah mich an, dann den Richter. In ihren Augen lag eine Mischung aus Angst und Entschlossenheit. »Ja«, sagte sie fest. »Ich will nicht länger in Angst leben.« Dr. Kuhlmann nickte und reichte ihr einen Stift. Elara unterschrieb die Dokumente mit zitternder Hand. »Ab diesem Moment«, sagte der Richter und setzte seine Unterschrift und das Siegel darunter, »darf sich Ihr Mann Ihnen nicht näher als 100 Meter nähern. Er darf Sie nicht anrufen oder auf andere Weise Kontakt aufnehmen. Ein Verstoß gegen diese Anordnung führt zur sofortigen Festnahme.« Er reichte Elara das Dokument. »Bewahren Sie dies bei sich auf. Rufen Sie im Falle jeglicher Kontaktversuche sofort die Polizei.« »Vielen Dank, Viktor«, sagte ich und schüttelte ihm die Hand. »Gern geschehen, Jana«, antwortete er. »Schade, dass wir uns unter solchen Umständen treffen, aber ich bin froh, helfen zu können.« Als wir das Gerichtsgebäude verließen, wirkte Elara verwirrt. »Mama, das ging alles so schnell. Ich hatte nicht erwartet, dass es so offiziell wird.« »Dachtest du, du würdest die Schläge ewig ertragen?« fragte ich und umarmte sie an den Schultern. »Nein, aber...« Sie stockte. Fabian sagte immer, dass mir niemand glauben würde, dass ich an allem schuld sei, dass ich ohne ihn niemanden hätte. »Das ist die klassische Taktik eines Abusers«, sagte ich und half ihr ins Auto. »Isolieren, demütigen, dazu bringen, an sich selbst zu zweifeln. Aber jetzt ändert sich alles.« Mein Telefon klingelte erneut. Auf dem Display stand »Fabian«. Ich zeigte Elara das Display. »Er ist es«, flüsterte sie und wurde blass. »Antworte nicht, bitte.« Ich ignorierte ihre Bitte und drückte auf Annehmen, wobei ich die Freisprecheinrichtung einschaltete. »Hallo, wer sind Sie?« ertönte eine scharfe Männerstimme in der Leitung. »Wo ist Elara? Warum antworten Sie mit Ihrem Telefon?« »Guten Tag, Fabian«, antwortete ich ruhig. »Hier ist Jana, Elaras Mutter, Ihre Schwiegermutter.
In seiner Stimme schwang eine gespielte Freundlichkeit mit. »Guten Tag, geben Sie Elara bitte den Hörer. Wir müssen reden.« »Ich fürchte, das ist unmöglich«, antwortete ich mit demselben gleichmäßigen Ton, mit dem ich normalerweise mit Verdächtigen sprach. »Elara kann gerade nicht sprechen, sie ist im Krankenhaus.« Pause. »Was ist passiert?« In seiner Stimme waren Anflüge von Besorgnis zu hören, aber ich kannte solche wie ihn nur zu gut. »Falsch. Sie wissen genau, was passiert ist, Fabian. Die Schläge gegen eine Schwangere werden als schwere Körperverletzung eingestuft. Das Strafgesetzbuch sieht dafür eine Freiheitsstrafe vor.« Wieder Pause, dann ein Lachen. »Wovon reden Sie? Elara ist selbst gefallen. Sie fällt ständig. Sie ist so ungeschickt, besonders in letzter Zeit mit ihrem Bauch.« »Elara hat multiple Hämatome unterschiedlichen Alters«, antwortete ich trocken. »Charakteristisch für systematische Schläge sowie Spuren alter Rippenbrüche. Ein Gutachten kann leicht feststellen, ob es ein Sturz oder ein Schlag war.« »Was für ein Unsinn!« Seine Stimme wurde lauter. »Wer soll dieser Hysterikerin glauben? Sie ist doch in psychiatrischer Behandlung.« Elara zuckte zusammen. Ich sah sie überrascht an, aber sie schüttelte den Kopf. »Eine Lüge«, formte sie mit den Lippen. »Hören Sie auf zu lügen, Fabian«, sagte ich ins Telefon. »Und zu Ihrer Information, seit heute gilt gegen Sie eine Sicherheitsverfügung. Sie dürfen sich Elara nicht näher als 100 Meter nähern. Sie dürfen sie nicht anrufen oder auf andere Weise Kontakt aufnehmen. Ein Verstoß führt zur sofortigen Festnahme.« »Was?«, brüllte er. »Wer sind Sie, dass Sie mir Vorschriften machen? Das ist meine Frau, mein Eigentum.« »Das kommt der Wahrheit schon näher«, spottete ich. Elara schien schon ein wenig erleichtert zu sein, als sie verstand, mit wem sie es zu tun hatte. »Hören Sie«, seine Stimme wurde bedrohlich. »Sie wissen nicht, mit wem Sie sich anlegen. Ich habe Verbindungen, Geld. Ich werde Sie vernichten.« »Nein, Fabian«, antwortete ich. Ich spürte, wie eine kalte Wut in mir aufstieg. »Sie wissen nicht, mit wem Sie sich angelegt haben. Ich habe 20 Jahre als Ermittlerin gearbeitet. Ich habe mehr Verbindungen als Sie. Und im Gegensatz zu Ihnen weiß ich, wie das System funktioniert.« Ich drückte auf Auflegen und wandte mich meiner Tochter zu. »Er lügt«, flüsterte sie und blinzelte schnell. »Ich war nie in psychiatrischer Behandlung.« Er war es. Er hat versucht, mich davon zu überzeugen, ich sei verrückt. Er sagte, ich würde mir alles einbilden, die blauen Flecken hätte ich mir selbst zugefügt. »Gaslighting«, nickte ich. »Noch eine klassische Taktik eines Abusers. Das Opfer dazu bringen, am eigenen Verstand zu zweifeln.« Ich startete den Motor, fuhr aber nicht los. »Elara, meine Liebe, hör mir zu. Was du heute getan hast, ist ein sehr mutiger Schritt. Der erste Schritt in ein neues Leben. Aber es liegen noch viele Schwierigkeiten vor uns. Er wird nicht einfach aufgeben. Er wird drohen, manipulieren, versuchen, die Kontrolle über dich zurückzugewinnen. Bist du bereit dafür?« Sie legte eine Hand auf ihren Bauch und auf ihrem Gesicht erschien ein Ausdruck, den ich noch nie gesehen hatte. Entschlossenheit. Nicht Verzweiflung, nicht Angst. Entschlossenheit. »Ich muss bereit sein«, sagte sie leise. »Wegen des Kindes. Ich will nicht, dass mein Sohn oder meine Tochter in einem Haus aufwachsen, in dem ihre Mutter geschlagen wird.« Ich drückte ihre Hand. »Gut, dann fahren wir zum Polizeipräsidium und erstatten Anzeige zur Einleitung eines Strafverfahrens.« »Und dann?«, fragte Elara. Ich lächelte. Es war kein warmes Mutterlächeln, sondern das kalte Lächeln der Ermittlerin, das Verdächtige dazu brachte, alle Sünden zu gestehen. »Und dann beginnen wir mit der Beweissammlung. Ich habe den Verdacht, dass dein lieber Mann nicht nur zu Hause ein Held ist. Ich habe zu lange gearbeitet, um so etwas nicht zu spüren. Ich wette, er hat auch am Arbeitsplatz Dreck am Stecken. Global Invest GmbH, ein vertrauter Name. Ich glaube, dort läuft gerade eine Finanzprüfung.« Elara sah mich überrascht an. »Du willst?« »Ich will, dass die Gerechtigkeit siegt«, sagte ich fest und fuhr los. »In jeder Hinsicht. Und glaub mir, mein Schatz, wenn ich eine Sache in die Hand nehme, ist das Ergebnis garantiert.« Das Telefon klingelte erneut. Dieses Mal leuchtete die Nummer von Dr. Armin Fichte auf. »Ja, Armin«, antwortete ich. »Wir sind schon unterwegs.« »Was? Hat er etwa eine Gegenanzeige erstattet?« Elara sah mich ängstlich an. »Was ist?«, fragte sie, als ich das Gespräch beendete. »Dein Mann«, antwortete ich und gab Gas. »Ist zum Polizeipräsidium gekommen und hat Anzeige erstattet, dass du ihn angeblich angegriffen hast und dann von zu Hause weggelaufen bist. Typische Taktik. Aber er weiß nicht, dass wir bereits ein medizinisches Gutachten und die Sicherheitsverfügung haben.« »Und was jetzt?« »Jetzt gibt es eine Gegenüberstellung.« Ich lächelte. »Und glaub mir, mein Schatz, das wird eine Vorstellung, die der besten Theater würdig ist.
Ich habe meine 20 Jahre im Beruf nicht umsonst verbracht. Es ist Zeit, alles anzuwenden, was ich weiß. Das Auto raste durch die morgendlichen Straßen und in meinem Kopf formte sich bereits der Plan. Ein klarer, durchdachter, rücksichtsloser Plan, der nicht nur meine Tochter schützen, sondern auch den bestrafen sollte, der es gewagt hatte, ihr weh zu tun. Und etwas sagte mir, dass dies einer der interessantesten Fälle meiner Karriere werden würde. Denn dieses Mal war es persönlich. »Hab keine Angst«, sagte ich und blickte die blasse Elara an. »Die Wahrheit ist auf unserer Seite, und gegen die Wahrheit, untermauert mit Beweisen und Kenntnis des Gesetzes, hat er keine Chance.« Ich bog auf den Mitarbeiterparkplatz des Polizeipräsidiums ab und zeigte dem diensthabenden Beamten meinen Ausweis. Er zog überrascht die Augenbrauen hoch. Man hatte mich lange nicht hier gesehen, aber er ließ uns ohne weitere Fragen passieren. »Bereit?« fragte ich Elara beim Parken. Sie atmete tief durch und straffte die Schultern. »Bereit, Mama. Ich werde keine Angst mehr haben.« In den Korridoren des Polizeipräsidiums roch es nach Amtsmöbeln, alten Akten und einem kaum wahrnehmbaren Duft von billigem Aftershave, das der Beamte am Eingang benutzte. Dieser Geruch weckte Erinnerungen. 20 Jahre Dienst, Hunderte von Fällen, schlaflose Nächte über Akten, Verhöre, Gegenüberstellungen. Ich atmete tief ein. Seltsamerweise fühlte ich mich gerade hier, in diesen tristen Mauern, in meinem Element. Elara ging neben mir her und hielt meine Hand fest. Im hellen Licht der Deckenlampen wirkte der blaue Fleck unter ihrem Auge noch deutlicher und ihre Blässe schmerzhaft. Einige vorbeigehende Polizeibeamte warfen uns neugierige Blicke zu. Manche erkannten mich und nickten zur Begrüßung. »Jana!« Dr. Armin Fichte kam uns entgegen. Groß, durchtrainiert, in einer makellos gebügelten Uniform. Nur die grauen Schläfen verrieten sein Alter. »Kommen Sie in mein Büro. Die Situation ist kompliziert.« Er führte uns durch den Korridor in ein geräumiges Büro mit Blick auf den Platz. In seinen Dienstjahren war er weit aufgestiegen. Leiter des Bezirkspräsidiums, eine respektierte Person. Er war einmal mein Praktikant gewesen, ein Grünschnabelleutnant, der nicht wusste, wie man einen Fall anpackt. Jetzt glänzten Orden und Medaillen auf seiner Brust. »Nehmen Sie Platz«, zeigte er auf die Stühle am Schreibtisch. »Tee?« »Danke, jetzt nicht«, antwortete ich und half Elara, sich zu setzen. »Was ist mit der Anzeige von Schulze?« Dr. Fichte runzelte die Stirn. »Standardtaktik von Abusern. Als erste Anzeige erstatten, sich selbst als Opfer darstellen. Er behauptet, Elara hätte ihn mit einem Küchenmesser angegriffen und er hätte sich nur verteidigt.« Er sah Elara an. »Entschuldigen Sie, Elara, dass ich so etwas sagen muss. Ich weiß, wie schwer das für Sie ist.« Elara wurde noch blasser. »Das ist eine Lüge«, flüsterte sie. »Ich habe ihn niemals geschlagen, nicht einmal zur Selbstverteidigung.« »Natürlich«, nickte Dr. Fichte. »Sie haben ein medizinisches Gutachten, das Art und Alter der Verletzungen bestätigt. Und er?« Er grinste. »Kein Kratzer. Dennoch müssen wir protokollgemäß eine Gegenüberstellung durchführen.« »Ist er hier?« fragte Elara angespannt. »Im Nachbarbüro mit seinem Anwalt«, antwortete Dr. Fichte. »Er kam mit dem Firmenanwalt. So ein aalglatter Typ im 5.000-Euro-Anzug.« Ich nickte. Alles wie erwartet. Sie hatten eine faule Brücke über das Gesetz mit Hilfe von Firmenanwälten geschlagen. Eine alte Geschichte. »Wir brauchen auch einen Anwalt«, sagte ich. »Ist Staatsanwalt Klaus Melis noch bei der Staatsanwaltschaft?« »Er arbeitet noch«, lächelte Dr. Fichte. »Und er ist bereits unterwegs. Ich habe ihn sofort angerufen, als dieser...« Er stockte, suchte nach einem zensierbaren Wort. »Ihr Schwiegersohn mit seiner Anzeige kam. Staatsanwalt Klaus Melis, ein Staatsanwalt mit 30 Jahren Erfahrung, der Schrecken korrupter Beamter und unehrlicher Geschäftsleute. Wir hatten bei Dutzenden von Fällen zusammengearbeitet und was am wichtigsten war, er hegte eine persönliche Abneigung gegen die Global Invest GmbH, nachdem diese versucht hatte, seinen Sohn zu bestechen.« »Ausgezeichnet.« Ich spürte, wie die Anspannung etwas nachließ. Mit einem solchen Verbündeten stiegen unsere Chancen rapide. In der Zwischenzeit lassen Sie uns Elaras Anzeige formalisieren. Wir haben bereits das medizinische Gutachten und die Sicherheitsverfügung. Dr. Fichte pfiff. Sie haben es tatsächlich geschafft, schon eine Sicherheitsverfügung zu bekommen. Das ist beeindruckend, obwohl ich von Ihnen, Jana, nichts anderes erwartet hätte. Die nächsten 30 Minuten verbrachten wir mit dem Ausfüllen der Formulare. Elara beschrieb mit meiner Hilfe detailliert jeden Fall von Gewalt, an den sie sich erinnern konnte. Es ergab eine lange, schreckliche Liste.
Ich spürte, wie in mir Wut aufstieg. Kalt, berechnend. Wie konnte er es wagen? Wie konnte er es wagen, Hand an meine Tochter zu legen? An eine schwangere Frau? Es klopfte an die Tür. Im Rahmen erschien Staatsanwalt Melis, klein, etwas füllig, mit Geheimratsecken und scharfsinnigen Augen hinter dicken Brillengläsern. Ein typischer Staatsanwalt der alten Schule, äußerlich unscheinbar, aber mit einem brillanten Verstand und eisernem Griff. »Jana«, nickte er mir zu. »Lange nicht gesehen. Leider sind die Umstände nicht die angenehmsten«, antwortete ich und schüttelte ihm die Hand. Er wandte sich Elara zu, und sein Blick wurde sanfter. »Guten Tag, Elara. Ich bin Klaus Melis. Ich werde Ihre Interessen vertreten. Machen Sie sich keine Sorgen.« Er lächelte väterlich. »Die Wahrheit ist auf unserer Seite.« Elara nickte unsicher. Staatsanwalt Melis sah alle Dokumente schnell durch, brummte von Zeit zu Zeit und schüttelte den Kopf. »Nun denn«, sagte er und schloss die Mappe. »Das Bild ist klar. Systematische häusliche Gewalt, erschwert durch den Zustand der Schwangerschaft des Opfers. Schwere Körperverletzung plus psychische Gewalt.« Er sah Dr. Fichte an. »Wann ist die Gegenüberstellung? Wir können beginnen«, antwortete dieser. »Sind alle bereit?« Elara zupfte nervös am Rand ihrer Jacke. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das schaffe.« Ich nahm ihre Hand. »Du schaffst das, mein Schatz. Sprich einfach die Wahrheit. Schau ihm in die Augen und sprich die Wahrheit. Den Rest übernehmen Klaus und ich.« Der Raum für Gegenüberstellungen war klein und stickig. Ein Tisch, ein paar Stühle, eine Videokamera in der Ecke, eine amtliche Einrichtung, die mir bis ins kleinste Detail vertraut war. Als wir eintraten, saß Fabian bereits dort mit seinem Anwalt, einem jungen Mann mit makelloser Frisur und arrogantem Blick. Fabian hob die Augen, und sein Ausdruck von Überraschung wich schnell der Wut. »Elara«, zischte er, »ich wusste, dass du zu Mutti rennst, wie immer.« »Erschweren Sie Ihre Lage nicht, Herr Schulze«, sagte Staatsanwalt Melis ruhig und setzte sich gegenüber dem Anwalt. »Jede Drohung oder jeder Versuch der Beeinflussung wird protokolliert und der Akte beigefügt.« Fabian wandte seinen Blick mir zu, und in seinen Augen blitzte etwas wie Angst auf. Er verstand, dass es dieses Mal ernst war. Dieses Mal würde er nicht mit Versprechungen und Entschuldigungen davonkommen. »Beginnen wir«, sagte Dr. Fichte und schaltete die Videokamera ein. Gegenüberstellung zwischen Fabian Schulze und Elara Schulze wegen des Vorwurfs häuslicher Gewalt. Die nächsten 2 Stunden waren hart. Fabian, anfangs selbstbewusst und aggressiv, verlor allmählich die Kontrolle. Seine Version der Ereignisse war voller Widersprüche und Ungereimtheiten. Er behauptete, Elara hätte ihn angegriffen, konnte aber das Fehlen von Spuren an seinem Körper nicht erklären. Er sagte, sie hätte sich die Verletzungen selbst zugefügt, konnte aber nicht erklären, wie sie ihren eigenen Rücken erreichen sollte. Er versuchte zu behaupten, Elara sei in psychiatrischer Behandlung, konnte aber keine Dokumente vorlegen. Staatsanwalt Melis zerschlug methodisch jedes seiner Argumente, jede Lüge. Und Elara? Elara hielt sich tapfer. Blass, aber gefasst, erzählte sie ruhig und klar ihre Geschichte, ihrem Mann in die Augen blickend. »Es war nicht das erste Mal«, sagte sie, und ihre Stimme wurde mit jedem Wort sicherer. Es begann etwa ein halbes Jahr nach der Hochzeit. Zuerst waren es nur Schreie, Beleidigungen. Dann fing er an, mich zu schubsen, an den Armen festzuhalten. Dann kamen die ersten Schläge. »Sie lügt«, fuhr Fabian auf. »Das sind alles Erfindungen. Sie will mir nur das Kind wegnehmen.« »Seltsam«, bemerkte Staatsanwalt Melis ruhig. »Noch gestern behaupteten Sie, das Kind sei nicht von Ihnen. Es gibt Zeugen für Ihre Worte, Herr Schulze. Ihre Sekretärin zum Beispiel, mit der Sie übrigens seit über einem halben Jahr ein Verhältnis haben.« Fabian lief rot an. »Das ist Verleumdung. Ich werde klagen.« »Rate ich Ihnen ab«, lächelte Staatsanwalt Melis. »Ihr Privatleben wird der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Und wir haben Beweise. Fotos, Korrespondenz, Zeugenaussagen.« Ich sah Staatsanwalt Melis überrascht an. Woher hatte er diese Informationen? Hatte er es tatsächlich geschafft, in den paar Stunden seit meinem Anruf eigene Ermittlungen anzustellen? Fabian sah aus, als hätte man ihm in den Magen geschlagen. Er wandte sich seinem Anwalt zu, aber dieser zuckte nur mit den Schultern, als wollte er sagen, »Davon haben Sie mich nicht in Kenntnis gesetzt.« »Ich schlage einen Deal vor«, sagte Staatsanwalt Melis und schloss seine Akte. »Sie, Herr Schulze, ziehen Ihre falsche Anzeige zurück, erkennen die in der Anzeige Ihrer Frau dargelegten Tatsachen an, stimmen den Bedingungen der Sicherheitsverfügung zu und verpflichten sich zur angemessenen Unterhaltszahlung für das Kind. Und wir werden möglicherweise kein Strafverfahren wegen schwerer Körperverletzung einleiten.« »Und wenn ich ablehne?«, kniff Fabian die Augen zusammen.
Staatsanwalt Melis lächelte ein kaltes, staatsanwaltliches Lächeln. Dann leiten wir nicht nur ein Strafverfahren wegen häuslicher Gewalt ein, sondern initiieren auch eine Prüfung der Finanztätigkeit der Global Invest GmbH. Ich habe Grund zu der Annahme, dass dort nicht alles sauber ist. Und die Kriminalpolizei hat gerade eine Kampagne zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität. Fabian erbleichte. Er wandte sich wieder seinem Anwalt zu und dieser flüsterte ihm etwas ins Ohr. Fabian sah wie in die Enge getrieben aus. Diesen Ausdruck hatte ich hunderte Male auf den Gesichtern von Kriminellen gesehen, als sie verstanden, dass das Spiel aus war. Ich muss nachdenken, presste er schließlich hervor. Natürlich, nickte Staatsanwalt Melis. Sie haben eine Stunde. Danach gehen die Unterlagen an die Kriminalpolizei. Als wir den Raum verließen, sah Elara erschöpft aus, aber in ihren Augen glomm ein schwaches Licht der Hoffnung. »Wird er zustimmen?« fragte sie. »Er wird zustimmen«, antwortete Staatsanwalt Melis zuversichtlich. Er hat keine Wahl. Ich beobachte die Tätigkeiten von Global Invest schon lange. Dort gibt es solche Finanzmachenschaften, dass die Hälfte der Führungskräfte längst im Gefängnis sitzen sollte. Und das weiß er. »Woher haben Sie die Informationen über seine Affäre?« fragte ich, als wir allein im Flur waren. Elara war in Begleitung einer Polizistin auf die Toilette gegangen. Staatsanwalt Melis lächelte verschlagen. »Erinnerst du dich an Svetlana aus der Finanzabteilung der Staatsanwaltschaft? Ihre Tochter arbeitet als Sekretärin in der Nachbarabteilung bei Global Invest. Sie beobachtet die Situation schon lange. Kaum hatte ich angerufen, lieferte sie alles, was sie wusste, einschließlich Fotos von Firmenfeiern und Screenshots der Korrespondenz, die sie zufällig sah.« »Zufällig?« Ich zog eine Augenbraue hoch. »Absolut zufällig«, antwortete er mit unschuldiger Miene. Das Telefon von Herrn Schulze lag einfach entsperrt auf dem Tisch und die Nachrichten ploppten von selbst auf. Wir tauschten wissende Blicke aus. Manchmal waren Zufälle sehr willkommen. »Ich danke dir«, sagte ich und drückte seine Hand. »Das werde ich nicht vergessen.« »Schon gut«, winkte er ab. »Schurken müssen bestraft werden, besonders solche, die Hand an schwangere Frauen legen. Weißt du, ich habe auch eine Tochter, ungefähr in Elaras Alter. Das ist also persönlich.« Elara kam zurück und wir gingen in Dr. Fichtes Büro, um auf Fabians Entscheidung zu warten. Es verging kaum eine halbe Stunde, als die Tür aufging und der Anwalt eintrat, diesmal ohne seinen Mandanten. »Mein Mandant stimmt den Bedingungen zu«, sagte er trocken und reichte eine Mappe mit Dokumenten. »Hier sind die Verzichtserklärung auf Ansprüche, die Zustimmung zu den Bedingungen der Sicherheitsverfügung und die Unterhaltsverpflichtung für das Kind. Alles unterschrieben.« Staatsanwalt Melis überprüfte jedes Dokument, jede Unterschrift sorgfältig. »Nun, es scheint alles in Ordnung zu sein«, sagte er schließlich. »Teilen Sie Ihrem Mandanten mit, dass die Konsequenzen äußerst schwerwiegend sein werden, sollte er auch nur eine dieser Bedingungen verletzen.« Der Anwalt nickte, warf Elara einen feindseligen Blick zu und ging. »Das war's?« fragte sie ungläubig, als die Tür hinter ihm geschlossen war. »Er hat einfach zugestimmt?« »Er hatte keine Wahl«, antwortete Staatsanwalt Melis. »Schurken wie er sind nur mutig gegenüber denen, die schwächer sind. Wenn sie auf echten Widerstand stoßen, ziehen sie den Schwanz ein.« »Aber das bedeutet nicht, dass er endgültig aufgegeben hat«, fügte ich hinzu und sah meine Tochter an. »Sei bereit, dass er versuchen wird zu manipulieren, Druck auszuüben, zu drohen. Aber jetzt hast du den Schutz des Gesetzes und ich bin an deiner Seite.« Elara sah erschöpft aus, aber in ihren Augen war etwas Neues. Entschlossenheit, Stärke. Sie richtete den Rücken auf und legte ihre Hand auf ihren Bauch. »Ich schaffe das«, sagte sie leise. »Für mein Kind. Ich werde ihm nicht mehr erlauben, mein Leben zu kontrollieren.« Als wir das Polizeipräsidium verließen, war es bereits weit nach Mittag. Die helle Märzsonne blendete, spiegelte sich in den Pfützen. Der Frühling trat in seine Rechte, versprach ein neues Leben, einen Neuanfang. »Fahren wir nach Hause«, sagte ich und umarmte Elara an den Schultern. »Du musst dich ausruhen und morgen beginnen wir mit der Scheidung.« »Glaubst du, er wird zustimmen?« fragte Elara besorgt. »Oh, er wird zustimmen«, antwortete ich zuversichtlich. Nach heute hat er verstanden, dass man sich besser nicht mit uns anlegt, und wenn er versuchen sollte, Widerstand zu leisten. Ich lächelte. »Nun, ich habe noch viele Freunde in verschiedenen Behörden.« Elara lächelte schwach. Zum ersten Mal an diesem endlosen Tag. »Danke, Mama«, flüsterte sie. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich dachte nicht, dass ich mich befreien könnte.« »Es gibt immer einen Ausweg«, antwortete ich und half ihr ins Auto. »Immer.
Manchmal ist es nur schwer, ihn allein zu sehen. Ich startete den Motor, aber bevor ich losfuhr, wandte ich mich meiner Tochter zu. Elara, hör zu. Was du heute getan hast, ist unglaublich mutig. Du hast den Weg in die Freiheit beschritten. Und auch wenn er nicht einfach sein wird, verspreche ich dir. Am Ende dieses Weges wartet ein neues, glückliches Leben auf dich. Ohne Angst, ohne Schmerz, ohne Demütigung. Ich helfe dir, bis zum Ende zu gehen. Sie nickte und eine Träne lief über ihre Wange. Aber es war keine Träne der Verzweiflung mehr. Es war eine Träne der Erleichterung, eine Träne der Hoffnung. Ich fuhr vom Polizeiparkplatz, erfüllt von einer seltsamen Genugtuung. Der Tag war anstrengend, aber produktiv. Wir hatten den ersten Schritt getan. Fabian hatte eine Warnung erhalten. Eine ernste, unmissverständliche. Aber etwas sagte mir, dass er nicht so einfach aufgeben würde. Solche Leute sind es nicht gewohnt zu verlieren. Er würde versuchen, die Kontrolle zurückzugewinnen, sich zu rächen, einzuschüchtern. Aber jetzt war ich an Elaras Seite und ich war auf alles vorbereitet. Der Kampf hatte gerade erst begonnen und in diesem Kampf beabsichtigte ich, um jeden Preis zu siegen. Die nächsten 3 Tage vergingen in relativer Ruhe. Elara blieb bei mir in dem Zimmer, das einst ihr Kinderzimmer gewesen war. Wir hatten das Nötigste aus ihrer Wohnung geholt, noch am selben Tag, an dem wir die Sicherheitsverfügung erhielten. Die Aktion war blitzschnell durchgeführt worden. Ich hatte 2 ehemalige Kollegen angerufen, die jetzt in einem privaten Sicherheitsunternehmen arbeiteten. Wir fuhren zu Elaras Wohnung, während Fabian bei der Arbeit war. Eine halbe Stunde später waren alle ihre persönlichen Gegenstände, Dokumente und Kleidung bei mir. Elara schlief fast einen ganzen Tag und war physisch und emotional erschöpft. Ich saß an ihrem Bett, lauschte ihrem gleichmäßigen Atem und blickte in ihre vertrauten Züge, die jetzt von blauen Flecken und Schwellungen entstellt waren. Das mütterliche Herz war zerrissen vor Schmerz und Wut. Wie konnte ich das übersehen? Wie konnte ich zulassen, dass es geschah? Am 2. Tag begannen wir mit der Vorbereitung der Scheidungsunterlagen. Staatsanwalt Melis half bei der Formulierung der Klage, in die alle Umstände häuslicher Gewalt, die Forderung nach Aufteilung des Vermögens und Unterhalt für das Kind aufgenommen wurden. Am besten ist es, sofort an allen Fronten anzugreifen, sagte er, als er die Unterlagen zur Einreichung abholte. Wenn wir ihm Zeit geben, sich zu erholen, wird er eine Verteidigung aufbauen, aber so überrumpeln wir ihn. Ich sah, wie Elara langsam, Tag für Tag ins Leben zurückkehrte. Die blauen Flecken verblassten allmählich, ein Glanz kehrte in ihre Augen zurück, ihre Wangen nahmen eine gesündere Farbe an. Sie begann mehr zu reden, manchmal sogar zu lächeln, wenn ich Geschichten aus meiner Praxis erzählte oder mich an ihre Kindheit erinnerte. Aber es gab noch etwas, das mich beunruhigte. Fabian hatte unseren Bedingungen zu leicht zugestimmt, war zu schnell zurückgewichen. Ich kannte solche Menschen zu gut, um zu glauben, dass er einfach aufgegeben hatte. Er lauerte, bereitete einen Gegenschlag vor, und ich hatte das Gefühl, dass dieser Schlag rücksichtslos sein würde. Am 4. Tag, als Elara und ich in der Küche frühstückten, klingelte das Telefon. Die Nummer war unbekannt. »Hallo?« antwortete ich, spürte eine leichte Anspannung. »Jana, eine Frauenstimme, nervös, ängstlich. Hier ist Corinna von Global Invest. Ich weiß nicht, ob Sie sich an mich erinnern. Wir haben uns bei Elaras Hochzeit gesehen.« Ich strengte mein Gedächtnis an. Corinna, eine große Blondine mit kalten Augen, arbeitete in der Marketingabteilung. Und, wenn man Staatsanwalt Melis glauben durfte, Fabians jetzige Geliebte. »Ja, Corinna, ich erinnere mich«, antwortete ich vorsichtig. »Wem verdanke ich den Anruf? Wir müssen uns dringend treffen.« In ihrer Stimme lag unverhohlene Verzweiflung. Ich habe Informationen über Fabian, darüber, was er plant. Es betrifft Elara und das Kind.« Mein Herz setzte einen Schlag aus. Das war er also, der Gegenschlag. Und wer hätte gedacht, dass die Warnung von der Geliebten kommen würde? »Wo und wann?« fragte ich kurz. »In einer Stunde im Café Lilie in der Schillerstraße. Ich werde ein blaues Kleid und eine rote Tasche tragen.« »Ich komme«, antwortete ich und drückte auf Auflegen. Elara sah mich fragend an. »Wer war das?« »Corinna von Global Invest«, antwortete ich und trank meinen kalten Tee aus. »Die sogenannte Freundin deines Mannes.« Elara wurde blass. »Warum hat sie angerufen?« »Sie sagt, sie hat Informationen über Fabians Pläne. Sie will sich treffen.« »Wirst du hingehen?« In Elaras Stimme schwang Angst mit. »Was, wenn es eine Falle ist?« Ich grinste. »Mein Schatz, in 20 Jahren Arbeit habe ich gelernt, Fallen zu erkennen. Außerdem ein Treffen an einem öffentlichen Ort am helllichten Tag. Was kann schon passieren?
Sei vorsichtig. Elara drückte meine Hand. Du weißt nicht, wozu er fähig ist. Dafür weiß ich, wozu ich fähig bin, antwortete ich und stand vom Tisch auf. Keine Sorge, ich werde nur mit ihr reden, herausfinden, was los ist. Öffne niemandem die Tür, selbst wenn es dringend scheint. Ich habe die Schlüssel. Eine halbe Stunde später war ich unterwegs. Das Café Lilie, ein kleines, gemütliches Lokal in der Altstadt, bekannt für seine Desserts und das gedämpfte Licht, das den Besuchern Privatsphäre gewährte. Ein idealer Ort für ein solches Treffen. Corinna wartete bereits an einem Ecktisch. Blaues Kleid, rote Tasche, wie versprochen. Und sie sah ängstlich aus. Dunkle Ringe unter den Augen. Ihre Hände zupften nervös an einer Serviette herum. Als ich mich näherte, zuckte sie zusammen. »Jana!« Sie stand auf und streckte mir die Hand entgegen. »Danke, dass Sie gekommen sind.« Ich setzte mich ihr gegenüber und ließ sie nicht aus den Augen. Meine berufliche Gewohnheit, den Gesprächspartner immer einzuschätzen, nach Anzeichen von Lügen, Nervosität, verborgenen Motiven zu suchen. »Ich höre Ihnen zu, Corinna«, sagte ich und lehnte die vom Kellner angebotene Speisekarte ab. »Was so Dringendes wollten Sie mir mitteilen?« Sie sah sich um, als hätte sie Angst, belauscht zu werden, und senkte die Stimme. »Fabian ist verrückt geworden. Nach dem Vorfall bei der Polizei ist er außer sich vor Wut. Ich habe ihn noch nie so erlebt. Er schwört, sich an Elara zu rächen. Er will nicht zulassen, dass sie ihm das Kind wegnimmt. Seien Sie konkreter.« Ich beugte mich vor. »Was genau plant er?« Corinna schluckte nervös. »Er hat irgendwelche Leute angeheuert. Ich habe ein Telefongespräch gehört. Etwas darüber, sie zur Lektion zu rufen, sie einzuschüchtern. Ich weiß nicht genau, was er vorhat, aber es ist etwas Schreckliches. Er sprach davon, zu beweisen, dass Elara unzurechnungsfähig ist, um das Kind ihm zu übergeben.« Es wurde mir eiskalt. Ich hatte genug gesehen, um zu verstehen. Das waren keine leeren Drohungen. Leute wie Fabian sind zu den verzweifeltsten Taten fähig, wenn sie die Kontrolle über die Situation verlieren. »Warum erzählen Sie mir das?« fragte ich und studierte ihr Gesicht aufmerksam. »Sie stehen ihm doch nahe.« Corinna senkte den Blick. Auf ihren Wangen erschien eine Röte. Ich dachte, ich liebe ihn, dass er etwas Besonderes ist. Aber nachdem ich erfahren habe, wie er Elara behandelt hat«, sie schüttelte den Kopf, »und wie er sich jetzt verhält. Das ist nicht der Mensch, den ich kannte oder zu kennen glaubte.« Sie zog eine Mappe aus ihrer Tasche und reichte sie mir. »Hier sind Dokumente. Finanzielle Machenschaften bei Global Invest. Fabian ist direkt involviert. Gefälschte Verträge, Schmiergelder, Steuerhinterziehung. Ich arbeite in der Finanzabteilung. Diese Dokumente gingen durch meine Hände. Ich habe Kopien gemacht.« Ich öffnete die Mappe und überflog den Inhalt. Tatsächlich, hier war genug Material für eine ernsthafte Ermittlung. Ein Druckmittel, das sich als sehr nützlich erweisen könnte. »Warum haben Sie beschlossen zu helfen?« fragte ich und schloss die Mappe. »Das ist ein ernstes Risiko für Sie.« Corinna lächelte bitter. »Wissen Sie, ich habe mich immer für eine starke Frau gehalten. Ich dachte, bei Fabian und mir wäre alles anders, dass er mich respektiert, wertschätzt. Und gestern?« Sie stockte, rieb sich mechanisch das Handgelenk und ich bemerkte einen bläulichen Fleck darauf. »Gestern hat er zum ersten Mal die Hand gegen mich erhoben, wegen einer Kleinigkeit. Und ich verstand, dass ich die Nächste bin. Dass es sich die Geschichte wiederholt.« Ich nickte schweigend. Das klassische Szenario. Abuser ändern sich nicht. Sie wechseln nur ihre Opfer. »Danke für die Informationen und die Dokumente, Corinna.« Ich verstaute die Mappe in meiner Tasche. »Das kann sehr nützlich sein, aber ich brauche mehr Details über seine Pläne bezüglich Elara. Was genau hat er gesagt? Wann soll es passieren?« Sie schüttelte den Kopf. »Ich weiß es nicht genau, aber er hatte es eilig. Er sagte, er müsse schnell handeln, bevor das Kind geboren wird. Danach sei es schwieriger.« Ein kalter Schauer lief mir über den Rücken. Es waren weniger als 2 Wochen bis zur erwarteten Geburt. Und angesichts von Elaras Zustand und dem erlittenen Stress könnten die Wehen jederzeit einsetzen. »Wo ist Fabian jetzt?« fragte ich und zog mein Telefon hervor. »Im Büro«, antwortete Corinna. »Er hat ein Meeting mit Partnern. Es dauert bis zum Abend.« »Gut.« Ich tippte schnell eine Nachricht an Dr. Fichte mit der Bitte, die Überwachung von Fabian zu verstärken. »Corinna, ich brauche Sie in Rufbereitschaft. Wenn Sie noch etwas erfahren, rufen Sie mich sofort an.« Sie nickte, doch plötzlich veränderte sich ihr Blick, der irgendwo über meine Schulter gerichtet war. Angst erschien darin. »Oh mein Gott«, flüsterte sie. »Das sind doch...« Ich drehte mich um und sah 2 Männer am Eingang des Cafés. Groß, kräftig, mit den kalten Augen von Profis. Ich wusste genau, wer sie waren.
ehemalige Mitarbeiter von Spezialeinheiten, die jetzt für private Sicherheitsfirmen arbeiteten. Solche Leute erledigen die Drecksarbeit für diejenigen, die zahlen können. Sie musterten den Raum und einer von ihnen nickte in unsere Richtung. Sie hatten Corinna eindeutig erkannt. »Wir müssen gehen«, sagte ich leise, stand auf und legte einen Schein für den unberührten Kaffee auf den Tisch. Durch den Hinterausgang. Wir gingen schnell durch die Küche. Ich zeigte dem verdutzten Koch meinen Ausweis. Wir traten hinaus in eine enge Gasse hinter dem Café. »Sie haben mich verfolgt«, flüsterte Corinna, die Tränen kaum zurückhaltend. »Mein Gott, was wird jetzt passieren?« »Jetzt kommen Sie mit mir«, sagte ich fest. »Es ist nicht sicher für Sie, nach Hause oder zur Arbeit zurückzukehren. Ich habe Bekannte, die für Ihre Sicherheit sorgen werden.« Ich wählte die Nummer von Sergei, einem ehemaligen Kollegen und jetzigen Leiter der Sicherheitsabteilung einer großen Bank, und erklärte ihm die Situation in 2 Worten. Er verstand sofort. »Ausgezeichnet«, sagte er. »Bring sie in mein Büro. Wir organisieren Zeugenschutz auf höchstem Niveau.« Wir erreichten schnell mein Auto und fuhren aus der Stadt, wobei wir die Hauptverkehrsstraßen mieden. Ich fuhr Schlangenlinien über Nebenstraßen und überprüfte ständig, ob wir verfolgt wurden. Corinna saß neben mir, blass und stumm. »Ich habe Angst«, sagte sie schließlich. »Ich hätte nicht gedacht, dass es so weit gehen würde.« »Fabian ist ein gefährlicher Mann«, antwortete ich, ohne die Augen von der Straße zu nehmen. »Viel gefährlicher, als es schien. Aber jetzt wissen wir dank Ihnen, was uns erwartet.« Ich setzte Corinna am Büro von Sergei ab, vergewisserte mich, dass sie empfangen und hineingeführt wurde, und fuhr nach Hause. Mein Kopf arbeitete fieberhaft. Es war notwendig, die Sicherheitsmaßnahmen zu verstärken, alle zu warnen, die helfen konnten, sich auf einen möglichen Angriff vorzubereiten. Als ich am Haus ankam, war es bereits Nachmittag. Ich stieg in meine Etage hinauf und erstarrte. Die Tür zu meiner Wohnung war angelehnt. Mein Herz hämmerte. Elara. Vorsichtig zog ich das Pfefferspray aus meiner Tasche, das ich immer bei mir trug, und stieß die Tür auf. Im Flur war es still, aber aus der Küche kamen Stimmen. Eine Frauenstimme, Elaras, und eine Männerstimme, Fabian. Ich schlich näher und erstarrte, als ich das Gespräch hörte. »Du musst zurückkommen, Elara«, sagte die Männerstimme, aber es war nicht Fabian. Die Stimme klang älter, selbstbewusster. »Das ist dein Mann, der Vater deines Kindes. Du kannst die Familie nicht zerstören.« »Papa«, Elaras Stimme zitterte. »Du verstehst nicht. Er hat mich regelmäßig geschlagen. Er war untreu. Ich kann so nicht mehr leben.« Konrad, mein Ex-Mann und Elaras Vater, den ich seit 10 Jahren nicht gesehen hatte, seit er uns für eine jüngere Geliebte verlassen hatte. Ich betrat die Küche. Elara saß am Tisch, blass und angespannt. Ihm gegenüber saß Konrad, immer noch durchtrainiert und selbstbewusst, obwohl sein Haar bereits grau meliert war. »Was für eine Überraschung«, sagte ich kalt. »Wen sehe ich denn? Du kommst, um die Familienwerte zu verteidigen?« Konrad sah mich an, und auf seinem Gesicht zeigte sich ein seltsamer Ausdruck. Eine Mischung aus Verlegenheit und Irritation. »Jana«, stand er auf. »Wir reden nur mit unserer Tochter über ihre Zukunft.« »Interessant.« Ich ging zum Tisch und legte meine Hand auf Elaras Schulter. »Und wo warst du all die Jahre, als ihre Gegenwart entschieden wurde?« »Mama«, sagte Elara leise. »Papa kam vor einer Stunde. Er sagte, Fabian hätte ihn angerufen, ihm erzählt, dass ich psychische Probleme hätte, dass ich mir alles einbilden würde.« Ich schnaubte. »Und du hast es natürlich sofort geglaubt«, wandte ich mich an meinen Ex-Mann. »Du hast dir nicht einmal die Mühe gemacht, deine Tochter anzurufen und ihre Version zu hören.« Konrad presste die Lippen zusammen. »Ich kenne Fabian. Er ist ein seriöser, verantwortungsbewusster Mann. Und Elara war immer leicht beeinflussbar, genau wie du.« »Beeinflussbar.« Ich spürte, wie Wut in mir aufstieg. »Siehst du diesen blauen Fleck?« Ich zeigte auf Elaras Gesicht. »Und diesen? Ist das auch Beeinflussbarkeit?« Konrad schwieg. Sein Blick wanderte von mir zu Elara. Ich wusste es nicht«, sagte er schließlich. »Fabian hat gelogen«, schnitt ich ihm das Wort ab. »Und er hat dich benutzt, um an Elara heranzukommen, um Druck auf sie auszuüben, sie zur Rückkehr zu überreden. Klassische Manipulation.« Ich ging zum Fenster und sah auf die Straße. Unten vor dem Haus stand ein teures, dunkles Auto mit getönten Scheiben. Und daneben 2 Männer, dieselben wie im Café. »Hat er dich hierher gebracht?« fragte ich Konrad. »Ja, sein Fahrer«, antwortete er, immer noch verwirrt. »Und du fandest es nicht seltsam, dass der Mann deiner Tochter sich so um deinen Komfort kümmert?« Konrad schwieg.
Endlich dämmerte es ihm, dass er eine Schachfigur in einem fremden Spiel war. »Elara«, wandte ich mich meiner Tochter zu. »Pack das Nötigste zusammen. Wir müssen sofort weg.« »Was ist los?« fragte Konrad beunruhigt. »Was los ist«, antwortete ich und wählte die Nummer von Dr. Fichte auf meinem Telefon. »Dein Schwiegersohn ist nicht nur ein Abuser. Er ist ein gefährlicher Mann, der zu allem bereit ist, um die Kontrolle über Elara zurückzugewinnen. Und jetzt benutzt er dich, um sie herauszulocken. Und unten warten seine Leute, bereit.« Ich stockte, sah Elara an. »Bereit zu entschlossenen Maßnahmen.« Konrad erbleichte. »Ich wusste es nicht«, wiederholte er. »Ich schwöre, Jana, ich würde niemals.« »Wir klären das später«, unterbrach ich ihn. »Jetzt geht es um Elaras und des Kindes Sicherheit.« Ich erklärte Dr. Fichte die Situation und er versprach, sofort eine Polizeistreife zu schicken. Aber bis zu deren Eintreffen mussten wir durchhalten und Fabians Leuten nicht erlauben, in die Wohnung zu gelangen. »Sie wissen, dass du hier bist«, sagte ich zu Konrad. »Aber sie wissen nicht, dass ich zurück bin. Das ist unser Vorteil.« Ich erklärte schnell den Plan. Konrad sollte hinuntergehen, sagen, dass Elara sich weigert, mit ihm zu gehen, dass er mehr Zeit braucht, um ihre Aufmerksamkeit abzulenken. In dieser Zeit würden Elara und ich durch den Hinterausgang gehen und in das Auto steigen, das Dr. Fichte schickt. »Das ist gefährlich«, wandte Konrad ein. »Was, wenn sie etwas Verdächtiges wittern?« »Dann kommt die Polizei und nimmt sie fest«, antwortete ich. »Du glaubst doch nicht, dass sie es riskieren, dich am helllichten Tag vor den Augen von Zeugen anzugreifen?« Er nickte unsicher. »Gut, ich mache es. Für Elara.« Ich sah ihn lange an. Vielleicht war noch etwas von dem Mann in ihm, den ich einst geliebt hatte. Dem Mann, der ein guter Vater war, bis er uns verriet. »Danke«, sagte ich verhalten. »Sei überzeugend.« Als die Tür hinter ihm geschlossen wurde, wandte ich mich an Elara. »Nimm nur das Nötigste. Dokumente, Medikamente, Telefon. Der Rest später.« Sie nickte und ging schnell ins Zimmer. Ich blickte aus dem Fenster. Konrad stieg bereits die Stufen des Treppenhauses hinunter. Die Männer am Auto spannten sich an, als sie ihn sahen. Einer sagte etwas und zeigte auf das Haus. Konrad breitete die Arme aus und gab sich hilflos. Ein guter Schauspieler, das musste man ihm lassen. Mein Telefon vibrierte, eine Nachricht von Dr. Fichte. »Auto kommt in 5 Minuten. Hinterausgang.« »Es ist Zeit«, sagte ich zu Elara, als sie mit einer kleinen Tasche zurückkam. Leise, ohne ruckartige Bewegungen. Wir stiegen die Hintertreppe hinunter, schmal, staubig, verlassen. Der Notausgang führte in den Hof des Nachbarhauses. Dort wartete, wie von Dr. Fichte versprochen, ein unauffälliges Auto mit getönten Scheiben. Am Steuer saß ein junger Mann in Zivil. Ich erkannte einen der Kriminalbeamten der Dienststelle. »Wohin, Jana?« fragte er, als wir einstiegen. »An einen sicheren Ort«, antwortete ich und zog mein Telefon hervor. »Ich sage es dir unterwegs.« Ich wählte die Nummer von Dr. Viktor Steiner, dem Leiter der Unfallchirurgie. »Viktor, hier ist Jana. Ich brauche Hilfe. Meiner Tochter droht Gefahr. Wir brauchen einen sicheren Ort, wo er sie nicht finden kann.« Er stellte keine unnötigen Fragen, sagte nur, »Bring sie ins Klinikum. Wir melden sie unter einem anderen Namen als planmäßigen Patienten an. Die Sicherheit gewährleisten wir.« Als wir den Hof verließen, sah ich, wie ein Polizeiauto vor meinem Haus vorfuhr. Dr. Fichte hatte sein Wort gehalten. Jetzt hatten Fabians Leute andere Sorgen als uns. Elara saß neben mir, blass und angespannt, die Tasche mit ihren Sachen an sich gedrückt. »Wohin fahren wir?« fragte sie. »Ins Krankenhaus«, antwortete ich und drückte ihre Hand. »Dort bist du in Sicherheit.« Und ich lächelte ein kaltes, entschlossenes Lächeln. »Ich kümmere mich um deinen Mann. Es ist Zeit, einen endgültigen Schlussstrich unter diese Geschichte zu ziehen.« Ich sah auf die Uhr. Es waren noch ein paar Stunden bis zum Abend. Genug Zeit, um den letzten Akt dieses Dramas vorzubereiten. Ein Akt, in dem Fabian Schulze für alles bezahlen würde, was er getan hatte. Das Krankenzimmer war klein, aber gemütlich. Eines jener Zimmer, die für Mitarbeiter oder besondere Patienten vorgesehen sind. Elara lag im Bett, angeschlossen an einen Monitor, der die Herztöne des Fötus überwachte. Neben ihr saß die Krankenschwester Olga. Eine ältere, strenge Frau mit freundlichen Augen, der Dr. Steiner vollkommen vertraute. »Alles ist gut«, sagte sie und überprüfte die Messwerte des Geräts. »Die Herztöne des Babys sind normal, aber sie brauchen Ruhe, Elara. Absolute Ruhe.« Ich stand am Fenster und beobachtete das Krankenhausgelände. Ein Wachmann, ein ehemaliger Polizist, stand vor der Tür. In den Unterlagen von Elara stand ein anderer Name: Lichtblau. Angeblich eine geplante Aufnahme vor der Geburt.
Niemand außer Dr. Steiner und einigen vertrauenswürdigen Schwestern wusste, wer sie wirklich war. »Bist du sicher, dass es hier sicher ist?« fragte Elara leise, als Olga den Raum verlassen hatte. »Absolut«, antwortete ich und setzte mich auf den Rand ihres Bettes. »Fabian weiß nicht, wo du bist, und selbst wenn er es herausfindet, kann er hier nicht eindringen. An der Tür ist eine Wache, im Korridor ein diensthabender Beamter. Und außerdem…« Ich lächelte. »Ich habe einen Plan. Einen Plan, der das Problem mit deinem Mann ein für alle Mal lösen wird.« Elara spannte sich an. »Was hast du vor, Mama? Du wirst doch nichts Illegales tun.« Ich nahm ihre Hand. »Mein Schatz, ich habe 20 Jahre im Dienst des Gesetzes verbracht. Glaub mir, ich weiß, wie man legal vorgeht. Es gibt nur verschiedene Arten, das Gesetz anzuwenden.« Ich wollte ihr nicht alle Details erzählen, sie nicht unnötig beunruhigen, aber der Plan hatte sich bereits vollständig in meinem Kopf gefestigt. Klar, durchdacht, unbarmherzig. Die Tür des Zimmers öffnete sich und Staatsanwalt Melis trat ein. Unter dem Arm eine Mappe mit Dokumenten, auf seinem Gesicht ein Ausdruck verhaltener Siegesfreude. »Guten Tag, meine Damen.« Er nickte uns zu und setzte sich auf den Stuhl am Bett. »Ich habe gute Nachrichten. Das Gericht hat unserem Antrag auf eine eilige Scheidungsverhandlung stattgegeben. Die Sitzung ist für nächste Woche angesetzt.« »So schnell?« staunte Elara. »In Ausnahmefällen«, lächelte er. »Das Gesetz sieht ein beschleunigtes Verfahren vor, insbesondere wenn häusliche Gewalt nachgewiesen und Gefahr für Leib und Leben besteht. Und wir haben…« Er klopfte auf die Mappe. »Mehr als genug Beweise. Aber Fabian wird sich sicherlich wehren«, sagte Elara leise. »Er wird niemals einer Scheidung zustimmen, schon gar nicht zu meinen Bedingungen.« Staatsanwalt Melis lächelte verschlagen. »Genau hier kommt unser Plan ins Spiel. Sehen Sie, Elara, Ihr Mann befindet sich gerade in einer sehr verwundbaren Position, und wir haben eine Möglichkeit, ihn so unter Druck zu setzen, dass er selbst um die Scheidung bitten wird.« Ich nickte schweigend. Der Weg war da. Die Dokumente, die Corinna geliefert hatte, enthielten Beweise für schwerwiegende Finanzmachenschaften in der Global Invest GmbH, fiktive Verträge, Geldwäsche, Steuerhinterziehung. Und Fabian war mittendrin in diesem Schema. Es würde genügen, diese Dokumente der Kriminalpolizei zu übergeben, und Fabians Karriere wäre am Ende, ganz zu schweigen von seiner Freiheit. »Aber zuerst«, fuhr Staatsanwalt Melis fort, »müssen wir seine Versuche neutralisieren, sie in Verruf zu bringen. Wir haben Informationen erhalten, dass er Beweise für ihre angeblich psychische Instabilität vorbereitet.« Elara erbleichte. »Welche Beweise? Ich hatte nie irgendwelche Störungen.« »Natürlich nicht«, beruhigte sie Staatsanwalt Melis. »Aber es geht um Fälschung. Er hat anscheinend einen Spezialisten gefunden, der bereit ist, ihre Akte rückwirkend mit einer Diagnose zu versehen. So etwas wie eine emotional instabile Persönlichkeitsstörung. Ernst genug, um ihre Fähigkeit, sich um das Kind zu kümmern, in Frage zu stellen.« Ich spürte, wie Wut in mir aufstieg. Wie konnte er es wagen, das Heiligste, die Mutterschaft, für seine schmutzigen Spiele zu instrumentalisieren? »Und was machen wir?« fragte Elara mit zitternder Stimme. »Wir kommen ihm zuvor«, sagte ich fest. »Noch heute lassen wir von den renommiertesten Spezialisten ein Gutachten über ihren psychischen Zustand erstellen. Ich habe einen befreundeten Professor in der Landesnervenklinik. Sein Ruf ist tadellos, und sein Gutachten wird viel mehr Gewicht haben als jede von Fabian in Auftrag gegebene Fälschung.« Staatsanwalt Melis nickte. »Genau. Und danach?« Er sah mich an. »Tritt die schwere Artillerie in Aktion. Jana, sind Sie bereit?« »Mehr als das«, antwortete ich und stand auf. »Elara, ich muss kurz weg. Du bist hier absolut sicher. Ich komme heute Abend zurück.« »Mama!« Elara packte meine Hand. »Sei vorsichtig, bitte!« Ich beugte mich vor und küsste sie auf die Stirn. »Mach dir keine Sorgen, meine Liebe. Ich weiß, was ich tue.« Nachdem wir das Krankenhaus verlassen hatten, stiegen Staatsanwalt Melis und ich in sein Auto. Der Tag neigte sich dem Ende zu. Die Sonne begann bereits unterzugehen und färbte den Himmel in orange-rosa Tönen. »Bist du sicher, dass du das durchziehen willst?« fragte er, als er den Motor startete. »Das ist riskant.« »Sicher«, antwortete ich fest. »Dieser Mann hat meine Tochter geschlagen, ihr gedroht, versucht, ihr das Kind wegzunehmen. Er verdient alles, was er bekommt.« Staatsanwalt Melis nickte und fuhr los. Eine halbe Stunde später waren wir am Gebäude der Kriminalpolizei, einem massiven grauen Bau im Zentrum der Stadt. Wir wurden bereits erwartet. Kriminalhauptkommissar Thomas Keller, der Leiter der Abteilung für Wirtschaftskriminalität, empfing uns persönlich am Eingang. »Jana«,
Er drückte mir fest die Hand. »Lange nicht gesehen.« »Leider sind die Umstände nicht die angenehmsten«, antwortete ich. Wir gingen in sein Büro. Geräumig, streng, mit einem Minimum an Möbeln und einem Maximum an Funktionalität. Das typische Büro eines Ermittlers für besonders wichtige Fälle. »Also«, sagte Kommissar Keller und setzte sich an den Schreibtisch, die Hände verschränkt. »Ich habe die Dokumente gelesen, die Sie geschickt haben. Wenn sich das alles bestätigt, ist es ein schwerwiegender Fall. Paragraphen des Strafgesetzbuches über Betrug in besonders schwerem Fall und Steuerhinterziehung. Bis zu 10 Jahre Freiheitsstrafe.« Ich nickte. »Genau das ist meine Absicht.« »Aber Sie brauchen einen Zeugen«, fuhr er fort. »Jemanden, der die Echtheit der Dokumente bestätigt und eine Aussage über das Schema macht.« »So jemanden gibt es«, sagte ich. »Corinna, eine Mitarbeiterin der Finanzabteilung von Global Invest. Sie ist zur Zusammenarbeit bereit.« Kommissar Keller nickte zufrieden. »Ausgezeichnet. Dann haben wir alles, was wir für die Einleitung des Verfahrens brauchen. Aber...« Er sah mich aufmerksam an. »Sind Sie sicher, dass Sie das durchziehen wollen? Er ist der Mann Ihrer Tochter, der Vater Ihres zukünftigen Enkels oder Ihrer Enkelin.« »Der Mann, der meine Tochter geschlagen hat«, antwortete ich scharf. »Der Vater, der versucht, der Mutter das Kind mit schmutzigen Methoden wegzunehmen. Er verdient keine Milde.« Kommissar Keller nickte. »Ich verstehe. Gut, dann beginnen wir.« Er drückte einen Knopf auf seinem Telefon. »Rufen Sie die Gruppe. Wir fahren in 20 Minuten los.« Der Plan war einfach. Fabians Verhaftung direkt im Büro von Global Invest in Anwesenheit seiner Kollegen und der Geschäftsleitung. Maximal öffentlich, maximal demütigend. Die Ermittler beschlagnahmen Dokumente, führen Durchsuchungen durch, verhören Mitarbeiter. Ein Skandal, der nicht unter den Teppich gekehrt werden kann. »Fährst du mit?« fragte Staatsanwalt Melis, als wir in den Korridor gingen, damit die Beamten sich vorbereiten konnten. »Ich fahre mit«, antwortete ich fest. »Ich will sein Gesicht sehen, wenn er merkt, dass das Spiel aus ist.« Eine Stunde später fuhr unser Konvoi aus 3 Fahrzeugen, 2 mit Ermittlern und einem Dienstwagen, vor dem Bürogebäude vor, in dem sich die Global Invest GmbH befand. Ein modernes Gebäude aus Glas und Beton, ein Symbol für Erfolg und Wohlstand, hinter dessen Fassade sich Machenschaften und Verbrechen verbargen. Kommissar Keller erteilte der Gruppe Anweisungen und wir betraten das Gebäude. Die Sicherheitsleute versuchten, uns aufzuhalten, wichen aber beim Anblick der Ausweise sofort zurück. Wir fuhren mit dem Aufzug in den 8. Stock, wo sich das Büro des Unternehmens befand. Glastüren mit dem Logo von Global Invest, gedämpftes Licht, teure Möbel. Alles strahlte Erfolg und Wohlstand aus. Die Sekretärin am Empfang sprang auf, als sie unsere Gruppe sah. Was ist los?« stammelte sie. »Kriminalpolizei«, antwortete Kommissar Keller trocken und zeigte seinen Ausweis. »Wo ist das Büro von Herrn Fabian Schulze?« »Am Ende des Korridors rechts«, antwortete das Mädchen verwirrt. »Aber er hat gerade eine Besprechung mit der Geschäftsleitung.« »Umso besser«, nickte Kommissar Keller den Beamten zu. »Wir legen los.« Wir gingen den Korridor entlang, vorbei an überraschten Mitarbeitern, die beim Anblick unseres Vorgehens erstarrten. Ich ging neben Kommissar Keller her und verspürte eine seltsame Ruhe, wie vor einem entscheidenden Schuss. Die Tür zum Konferenzraum war geschlossen, aber Stimmen drangen von innen. Kommissar Keller riss sie ohne Umschweife auf. Etwa 10 Personen saßen am langen Tisch. Alle in teuren Anzügen, mit einem Ausdruck von Selbstsicherheit und Überlegenheit in ihren Gesichtern. Selbstsicherheit, die in Verwirrung umschlug, als die Uniformierten den Raum betraten. Fabian saß am Kopf des Tisches und erklärte seinen Kollegen gerade lebhaft etwas. Er erstarrte mitten im Satz, als er uns sah. Und ich bemerkte mit Genugtuung, wie das Blut aus seinem Gesicht wich, als er mich neben dem Leiter der Ermittlungsgruppe sah. »Fabian Schulze?« fragte Kommissar Keller in offiziellem Ton. »Ja«, Fabian stand auf und sah sich verwirrt um. »Worum geht es?« »Sie sind festgenommen wegen des Verdachts der Begehung von Straftaten nach den Paragraphen über Betrug in besonders schwerem Fall und Steuerhinterziehung«, sagte Kommissar Keller klar und deutlich. Im Raum herrschte Totenstille. Die Führungskräfte des Unternehmens erstarrten wie Wachsfiguren. Fabian wurde noch blasser. »Das muss ein Irrtum sein«, presste er hervor. »Kein Irrtum. Wir haben Dokumente, die Ihre Beteiligung an einem System des Mittelabzugs und der Steuerhinterziehung bestätigen, sowie eine Zeugin, die bereit ist auszusagen.« »Eine Zeugin!« Fabian sah sich verwirrt um und plötzlich blieb sein Blick an mir hängen. Die Erkenntnis sickert langsam in sein Gesicht. »Das sind Sie!« zischte er. »Sie haben das alles eingefädelt.«
Ich hielt seinem Blick ruhig stand. »Ich habe nur der Justiz geholfen, ihren Lauf zu nehmen«, antwortete ich. »Und die Beweise für Ihre Schuld haben Sie selbst geschaffen, Herr Schulze.« Die Beamten legten ihm bereits Handschellen an. Fabian zuckte, wurde aber sofort rigoros fixiert. »Sie haben kein Recht dazu«, schrie er und wandte sich an seine Kollegen. »Sagen Sie ihnen, rufen Sie die Anwälte.« Aber niemand rührte sich. Die Geschäftsleitung sah ihn mit einem Ausdruck kalter Distanz an. In ihren Augen las ich nur eines: den Wunsch, sich von dem Problem, von der Person, die plötzlich toxisch geworden war, zu distanzieren. »Miststück«, zischte Fabian und sah mich an, als er hinausgeführt wurde. »Das werden Sie bereuen. Ich komme raus und dann...« »Zeugenbedrohung«, bemerkte Kommissar Keller ruhig. »Protokollieren Sie das.« Als Fabian abgeführt wurde, wandte sich Kommissar Keller an die Anwesenden. »Meine Herren, ich bitte alle, an Ort und Stelle zu bleiben. Es wird nun eine Durchsuchung der Räumlichkeiten und die Beschlagnahme von Dokumenten durchgeführt. Alle werden eine Aussage machen müssen.« Ich ging in den Korridor, verspürte eine seltsame Leere in mir. Staatsanwalt Melis kam auf mich zu und legte mir eine Hand auf die Schulter. »Alles in Ordnung mit dir?« Ich nickte. »Nur müde. Es war ein langer Tag, aber erfolgreich.« Er lächelte schwach. »Deine Tochter ist jetzt in Sicherheit. Er kommt so schnell nicht aus der Untersuchungshaft. Und wenn er rauskommt, wird er zu sehr mit der Rettung seiner eigenen Haut beschäftigt sein, um an Rache zu denken.« Ich zog mein Telefon heraus, um Elara anzurufen und ihr die guten Nachrichten mitzuteilen. Aber in diesem Moment leuchtete das Display mit einem eingehenden Anruf auf. Die Nummer von Dr. Viktor Steiner. »Hallo?« Ich spürte erstmal, wie mein Herz vor einer bösen Vorahnung krampfte. »Jana«, Dr. Steiners Stimme klang angespannt. »Sie müssen sofort ins Krankenhaus kommen. Elara hat vorzeitige Wehen.« Die Welt um mich herum schien still zu stehen. Alles. Fabians Verhaftung, Wirtschaftskriminalität, Rache. Alles trat plötzlich in den Hintergrund. Jetzt zählte nur eines: meine Tochter und ihr Kind. »Ich bin unterwegs«, antwortete ich kurz und wandte mich Staatsanwalt Melis zu. »Ich muss ins Krankenhaus. Elara bekommt ihr Kind.« Er nickte ohne unnötige Worte. »Ich fahre dich.« Als wir das Gebäude verließen, warf ich einen letzten Blick auf das Polizeiauto, das Fabian wegfuhr. Sein Kopf war gesenkt, seine Schultern hingen herab. Ein besiegter Feind. Aber jetzt verschaffte mir das keine Genugtuung mehr. Jetzt waren alle meine Gedanken nur bei Elara. Die Sonne war bereits fast untergegangen und tauchte die Stadt in die Dämmerung. Ein neuer Abschnitt unseres Lebens begann. Ein Abschnitt, in dem Elara Mutter und ich Großmutter werden sollte. Und was auch immer als nächstes geschah, ich war bereit, beide zu beschützen, meine Tochter und meinen Enkel. Mit derselben Entschlossenheit, mit der ich Elara bis dahin beschützt hatte. Das Auto raste durch die abendliche Stadt und ich war in Gedanken bereits im Krankenhaus, an der Seite meiner Tochter, ihre Hand haltend im wichtigsten Moment ihres Lebens. Dem Moment, in dem ein neues Leben auf diese Welt kommt. Und ich schwor mir, dass dieses neue Leben glücklich und sicher sein würde, koste es, was es wolle. Die Korridore der Geburtsstation schienen endlos lang zu sein. Der Geruch von Antiseptika, gedämpftes Licht, angespannte Stille, die nur gelegentlich von Stöhnen hinter geschlossenen Türen unterbrochen wurde. Ich lief im Korridor auf und ab und schaute immer wieder auf die Uhr. 3 Stunden. Elara war schon 3 Stunden im Kreissaal. »Jana, setzen Sie sich doch«, sagte eine Krankenschwester sanft, als sie vorbeikam. »Sie treten sonst einen Weg in den Boden.« Ich nickte und ließ mich auf das harte Krankenhaussofa fallen, war aber eine Minute später schon wieder auf den Beinen. Sitzen und warten. Das war nichts für mich, das war es nie gewesen. Selbst bei den kompliziertesten Operationen zog ich es vor, zu handeln, anstatt nur zuzusehen. Aber jetzt konnte ich nichts tun, außer warten und beten, obwohl ich nie besonders religiös gewesen war. Doch jetzt, in diesem Krankenhauskorridor, erwischte ich mich dabei, wie ich etwas murmelte, das einem Gebet ähnelte. »Jana!« Ich drehte mich bei der vertrauten Stimme um und sah Konrad am Ende des Korridors. Er kam schnell auf mich zu. Auf seinem Gesicht standen Besorgnis und Entschlossenheit. »Wie geht es ihr?« fragte ich kurz. »Sie entbindet«, antwortete ich. »Schon seit 3 Stunden.« Er blieb neben mir stehen, wusste nicht, was er als nächstes sagen sollte. Eine unangenehme Pause hing zwischen uns. Zu viel Ungesagtes, zu viele Verletzungen und Enttäuschungen. »Es tut mir leid«, sagte er schließlich. »Wegen vielem. Dass ich nicht da war, dass ich nicht bemerkt habe, was unsere Tochter durchmacht, dass ich Fabian und nicht ihr geglaubt habe.«
Ich sah ihn lange an. In seinen Augen lag Aufrichtigkeit, eine seltene Eigenschaft für einen Mann, der einst seine Familie für eine jüngere Geliebte verlassen hatte. »Es steht mir nicht zu, dir zu verzeihen«, antwortete ich schließlich. »Elara muss entscheiden, ob sie dich in ihrem Leben sehen will, im Leben ihres Kindes.« Er nickte und erkannte mein Recht an. »Ich weiß, aber ich möchte wieder gut machen, was möglich ist. Ich möchte für sie da sein, wenn sie es zulässt.« In diesem Moment öffnete sich die Tür zum Kreissaal und Dr. Viktor Steiner kam in den Korridor. Seine OP-Maske war heruntergezogen. Schweißperlen glänzten auf seiner Stirn. Er sah müde aus, aber in seinen Augen leuchtete so etwas wie Zufriedenheit. »Herzlichen Glückwunsch«, sagte er und kam auf mich zu. »Sie haben einen Enkel, 3,5 Kilo, 52 Zentimeter. Ein gesunder, kräftiger Junge, der so laut schreit, dass die Schwestern taub werden könnten.« Ich spürte, wie Wärme sich in mir ausbreitete. Ein Enkel. Ich habe einen Enkel. Ein neues Leben, ein Neuanfang. »Und Elara?«, fragte ich und versuchte, das Zittern in meiner Stimme zu unterdrücken. »Alles gut«, antwortete Dr. Steiner. »Die Geburt verlief normal, trotz des vorzeitigen Beginns. Sie wird jetzt in ein Zimmer verlegt. Das Baby wird in einem speziellen Bettchen neben ihr liegen. In einer halben Stunde können Sie sie besuchen.« Er schüttelte Konrad die Hand, nickte mir zu und ging den Korridor entlang, wobei er im Gehen seinen OP-Kittel auszog. »Ein Enkel«, flüsterte Konrad, und ich bemerkte überrascht Tränen in seinen Augen. »Wir haben einen Enkel, Jana.« Ich nickte schweigend. Ein seltsames Gefühl überkam mich, als hätte das Leben einen vollen Kreis geschlossen und wäre zum Anfang zurückgekehrt. Vor 26 Jahren, in diesem selben Krankenhaus, hatte ich Elara zur Welt gebracht. Und Konrad hatte genauso im Korridor gewartet, war nervös gewesen, auf und ab gegangen. Damals waren wir jung, verliebt, voller Hoffnungen für die Zukunft. Wer hätte ahnen können, dass das Leben so verlaufen würde? »Ich gehe in die Cafeteria«, sagte Konrad, der verstand, dass ich allein sein musste. »Ruf mich, wenn ich reinkommen kann.« Ich nickte, dankbar für sein Taktgefühl. Als er gegangen war, setzte ich mich auf das Sofa und zog mein Telefon hervor. Ich musste ein paar Anrufe tätigen. Zuerst rief ich Dr. Armin Fichte an. »Wie ist die Festnahme verlaufen?«, fragte ich, als ich seine Stimme hörte. »Sauber«, antwortete er. »Schulze ist jetzt in U-Haft. Die Ermittler arbeiten, viele Dokumente wurden beschlagnahmt. Nach vorläufiger Schätzung beläuft sich der Schaden durch seine Machenschaften auf mindestens 5 Millionen Euro. Er wird also mindestens die nächsten 5 Jahre nicht freikommen.« »Danke«, sagte ich aufrichtig. »Das werde ich nicht vergessen.« »Schon gut«, winkte er ab. »Wie ist Elaras Geburt verlaufen?« »Ein Junge, herzlichen Glückwunsch.« Seine Stimme klang warm. »Richten Sie ihr meine besten Wünsche aus. Und wenn sie Hilfe braucht, egal welche, wissen Sie, wo Sie anrufen müssen.« Als nächstes rief ich Staatsanwalt Melis an. »Ich komme gerade von Thomas Keller zurück«, sagte er, ohne auf meine Fragen zu warten. »Der Fall läuft. Schulze hat bereits erste Aussagen gemacht, versucht, eine Strafmilderung im Austausch gegen die Auslieferung der Geschäftsleitung auszuhandeln, aber ich fürchte, das wird ihm wenig nützen. Es gibt zu viele Beweise.« »Und was ist mit der Scheidung?«, fragte ich. »Nach so einer Verhaftung«, grinste er. »Glaub mir, die Scheidung ist das Letzte, worüber er sich Sorgen machen wird. Aber vorsichtshalber habe ich alle Dokumente vorbereitet. Die Sitzung ist nächste Woche, wie geplant. Ich denke, jetzt wird sie im vereinfachten Verfahren ablaufen. Schulze hat jetzt keine Zeit für Widerstand.« Nach den Anrufen lehnte ich mich an die Sofalehne zurück und schloss die Augen. Die Anspannung der letzten Tage begann nachzulassen. Fabian in U-Haft, unter Ermittlung. Die Scheidung praktisch garantiert, Elara in Sicherheit, hat einen gesunden Jungen zur Welt gebracht. Es schien, als wäre alles gut ausgegangen, aber irgendwie spürte ich, dass dies noch nicht das Ende der Geschichte war. »Jana«, die Krankenschwester berührte meine Schulter. »Sie können zu Ihrer Tochter gehen. Zimmer 12. Ich stand auf und ging den Korridor entlang. Mein Herz klopfte mit jedem Schritt schneller. Ich war nervös, als würde ich zu einem ersten Date oder einer wichtigen Prüfung gehen. Elara lag im Bett, müde, blass, aber mit einem Ausdruck von Glück in ihrem Gesicht, wie ich ihn schon lange nicht mehr gesehen hatte. Neben ihr, in einem transparenten Bettchen, lag ein kleines Bündel, mein Enkel. Ich näherte mich vorsichtig und blickte in das Bettchen. Ein winziges Gesicht mit geschlossenen Augen, dunkler Flaum auf dem Kopf, winzige Fäustchen geballt. Ein perfektes Wunder. Ich spürte, wie mir ein Kloß im Hals aufstieg und Tränen in die Augen traten. »Hübsch, nicht wahr?«
fragte Elara leise und lächelte. Der schönste auf der Welt, antwortete ich und berührte vorsichtig die Wange des Babys. Wie fühlst du dich? Müde, gestand Elara. Aber glücklich. Zum ersten Mal seit langem wirklich glücklich. Ich setzte mich auf den Rand ihres Bettes und nahm ihre Hand. Es ist vorbei, mein Schatz. Fabian ist verhaftet, unter Ermittlung. Die Scheidung ist praktisch abgeschlossen. Ihr seid in Sicherheit. Jetzt könnt ihr ein neues Leben beginnen. Danke, Mama. Elara drückte meine Hand. Für alles. Wenn du nicht gewesen wärst? Denk nicht darüber nach, unterbrach ich sie sanft. Es ist alles vorbei. Jetzt musst du in die Zukunft blicken. Übrigens, ich nickte dem Kleinen zu. Wie nennst du ihn? Elara sah ihren Sohn nachdenklich an. Ich dachte an Jonas, sagte sie. Jonas Elarason. Ein wunderschöner Name, stimmte ich zu. Kräftig, schön und der Vatersname passt gut. Ich fragte nicht, warum sie ihrem Sohn den Vatersnamen von ihrem eigenen Namen geben wollte und nicht den seines Vaters. Es war ihre Wahl, ihr Recht, und ich respektierte es. Papa ist hier, sagte ich nach einer Pause. In der Cafeteria, er möchte dich und Jonas sehen. Elara spannte sich an. Ich weiß nicht, sagte sie ehrlich. Einerseits bin ich wütend auf ihn, dass er Fabian geglaubt hat, dass er 10 Jahre lang aus meinem Leben verschwunden war und dann plötzlich auftauchte und mir vorschreiben wollte, wie ich zu leben habe. Andererseits ist er immer noch mein Vater und Jonas Großvater. Es liegt an dir, das zu entscheiden. Ich streichelte ihre Hand. Aber wisse, Menschen können sich ändern. Sie können ihre Fehler erkennen und versuchen, sie wieder gut zu machen. Manchmal sollte man ihnen eine zweite Chance geben. Elara nickte nachdenklich. Gut, sagte sie nach einer Pause. Lass ihn hereinkommen, aber nicht lange. Ich bin sehr müde. Ich ging in den Korridor und machte mich auf den Weg zur Cafeteria. Unterwegs hielt mich Dr. Steiner auf. Jana, sagte er und zog mich beiseite. Ich muss mit dir reden. Etwas in seinem Ton ließ mich aufhorchen. Ist etwas mit Elara oder dem Kind? Nein, schüttelte er den Kopf. Mit ihnen ist alles in Ordnung. Es geht um etwas anderes. Hilda Lawrence, deine Nachbarin, hat mich angerufen. Irgendwelche Leute waren in deiner Wohnung, haben nach Dokumenten gesucht. Sie sagt, sie hat Lärm gehört und dann gesehen, wie 2 Männer das Haus verließen. Ich runzelte die Stirn. Fabians Leute? Aber warum? Was suchten sie? Die Dokumente waren bereits bei den Ermittlern, die Beweise gesammelt, er war verhaftet. Und plötzlich verstand ich, natürlich, belastendes Material gegen sich selbst. Fabian hatte offensichtlich Dokumente aufbewahrt, die ihm schaden konnten. Und jetzt versuchten seine Komplizen, sie zu finden und zu vernichten, bevor die Ermittler sie in die Finger bekamen. Danke für die Information, Viktor. Ich zog bereits mein Telefon heraus, um Dr. Fichte anzurufen. Ich kümmere mich darum. Ich erklärte Dr. Fichte schnell die Situation und er versprach, sofort eine Polizeistreife zu meinem Haus zu schicken und die Überwachung aller Bekannten und Kollegen von Fabian zu verstärken. Bist du sicher, dass in deiner Wohnung etwas Wichtiges sein könnte? Fragte er. Nicht in meiner, antwortete ich, von einer plötzlichen Eingebung ergriffen. In Elaras und Fabians Wohnung. Wir haben von dort nur Elaras Sachen mitgenommen. Sein Büro haben wir nicht angerührt. Verstanden. Dr. Fichtes Stimme klang entschlossen. Wir fahren sofort los. Ich kehrte zur Cafeteria zurück, wo Konrad nervös in seinem längst kalten Tee rührte. Elara hat zugestimmt, dich zu sehen, sagte ich und setzte mich ihm gegenüber. Aber es gibt eine Bedingung. Welche? Er spannte sich an. Du musst ehrlich sein, absolut ehrlich. Darüber, warum du gegangen bist, warum du all die Jahre keinen Kontakt gehalten hast, darüber, was mit deiner neuen Familie passiert ist. Ich wusste, dass seine Ehe mit der jungen Frau nach 2 Jahren zerbrochen war, hatte aber nie mit Elara darüber gesprochen. Konrad senkte den Blick. Ich werde ehrlich sein, sagte er leise. Ich habe nichts zu verbergen. Nur Scham. Ich nickte und stand auf. Komm, aber denk daran, sie ist sehr müde, überfordere sie nicht. Wir gingen den Korridor entlang und ich verspürte eine seltsame innere Ruhe. Als wären die Mosaiksteine endlich an ihren Platz gefallen. Elara in Sicherheit. Sie hat einen gesunden Sohn zur Welt gebracht. Fabian unter Arrest. Ihm droht eine ernsthafte Strafe. Und sogar Konrad schien seine Fehler erkannt zu haben und wollte sie wieder gut machen. Natürlich lagen noch viele Schwierigkeiten vor uns. Der Prozess gegen Fabian, die Scheidung, Elaras Anpassung an das Leben als alleinerziehende Mutter. Aber jetzt hatte sie mich und möglicherweise ihren Vater, wenn er sich wirklich geändert hatte. Sie hatte einen Sohn, ein neues Leben, eine neue Hoffnung. Vor der Tür des Zimmers blieb Konrad stehen und atmete tief durch.
Ich habe Angst, gestand er. Angst, dass sie mir nicht verzeihen wird. Vergebung muss man sich verdienen, antwortete ich. Aber du kannst mit kleinen Schritten beginnen. Sei einfach da, unterstütze sie, hilf ihr. Er nickte und öffnete entschlossen die Tür. Ich blieb im Korridor stehen und gab ihnen die Möglichkeit, unter 4 Augen zu sprechen. Das war ihr Gespräch, ihre Beziehung, die sie wiederherstellen oder eben nicht wiederherstellen mussten. Selbstständig? Ich ging zum Fenster am Ende des Korridors. Draußen war es bereits dunkel geworden. Im Licht der Laternen tanzten vereinzelte Schneeflocken. Der Frühling in unserer Stadt war immer launisch, mit plötzlichen Rückfällen in den Winter. Das Telefon in meiner Tasche vibrierte. Eine Nachricht von Dr. Fichte. Wohnung der Schulzes durchsucht. Im Büro Dokumente gefunden, die noch schwerwiegendere Verbrechen bestätigen. Er war anscheinend in Geldwäsche über Offshore-Firmen verwickelt. Die Ermittler sind begeistert. Der Fall weitet sich aus. Ich lächelte. Nun, die Gerechtigkeit siegte. Fabian würde für alles bezahlen, was er getan hatte. Für die Schläge gegen Elara und für seine Finanzmachenschaften. Noch eine Vibration. Eine Nachricht von Staatsanwalt Melis. Scheidungsverhandlung verschoben. Wird bereits morgen im beschleunigten Verfahren behandelt. Richter Dr. Kuhlmann hat den Fall persönlich übernommen. Das Ergebnis ist garantiert. Ich schaltete das Telefon aus und atmete tief durch. Zum ersten Mal seit vielen Tagen hatte ich das Gefühl, mich entspannen zu können, dass die Gefahr vorüber war, dass der Kampf gewonnen war. Aus Elaras Zimmer drang leises Lachen. Ich öffnete vorsichtig die Tür und schaute hinein. Konrad saß auf dem Rand des Bettes und hielt den eingewickelten Jonas in seinen Armen. Sein Gesicht leuchtete vor Glück, sodass ich unwillkürlich lächeln musste. Elara sah sie mit einem Ausdruck der Gelassenheit an. »Mama«, rief sie, als sie mich bemerkte. »Komm rein, wir stellen Jonas seinem Großvater vor.« Ich trat ein und stellte mich neben sie. Eine kleine, aber bereits echte Familie, mit einer Vergangenheit, die nicht verschwinden würde, aber neu bewertet und vergeben werden konnte. Mit einer Gegenwart, voller Freude über das neue Leben und einer Zukunft, die nun hell und voller Hoffnung schien. Ich sah meinen Enkel an, sein winziges Gesicht, das im Schlaf friedlich lag, und dachte daran, dass die Liebe einer Mutter die mächtigste Kraft auf Erden ist. Eine Kraft, die mir geholfen hat, meine Tochter zu beschützen. Eine Kraft, die Elara nun helfen wird, ihren Sohn großzuziehen. Eine Kraft, die immer unser Anker und unsere Rettung sein wird. »Alles Gute zum Geburtstag, Jonas«, flüsterte ich und berührte sanft seine Wange. »Willkommen in unserer Familie.« 5 Jahre später. »Jonas, lauf nicht so schnell«, rief Elara besorgt. Ihr 5-jähriger Sohn raste die Parkallee entlang und scheuchte die Tauben auf. »Du fällst hin!« Ich ging neben meiner Tochter her und lächelte. Der Junge war ungestüm, ganz der Großvater Konrad, genauso hartnäckig, energisch, mit demselben Funkeln in den Augen. »Mach dir nicht so viele Sorgen«, sagte ich und zog meinen Schal zurecht. Die Oktobersonne schien hell, aber der Wind war bereits herbstlich kalt. Er muss lernen zu fallen und wieder aufzustehen. »Ich weiß«, seufzte Elara, »ich beschütze ihn manchmal einfach zu sehr.« Ich nickte verständnisvoll. Nach allem, was sie durchgemacht hatte, war das natürlich. Die Angst, das Liebste zu verlieren, der Wunsch, es um jeden Preis zu beschützen. Das mütterliche Herz. 5 Jahre waren seit diesen denkwürdigen Ereignissen vergangen. 5 Jahre, die unser Leben verändert hatten. Manchmal schien es mir, als wäre das alles in einer anderen Realität geschehen. So sehr hatte sich Elara verändert, so anders war unsere Welt geworden. Die Scheidung war schnell und ohne Verzögerungen vollzogen worden. Fabian wurde wegen Betrugs in besonders schwerem Fall und Steuerhinterziehung zu 7 Jahren Haft verurteilt. Zusätzlich erhielt er 2 weitere Jahre für den Versuch, bereits aus der U-Haft Druck auf Zeugen auszuüben. Er hatte versucht, über Mithäftlinge Drohungen an Corinna zu übermitteln, wurde aber auf frischer Tat ertappt. Corinna hatte neue Dokumente erhalten und war in eine andere Stadt gezogen. Soweit ich wusste, hatte sie geheiratet, ein Kind bekommen und arbeitete nun als Buchhalterin in einer kleinen Firma. Auch ihr Leben hatte sich nach Fabian wieder normalisiert. Elara wohnte anfangs bei mir. Das erste Jahr war das schwerste. Schlaflose Nächte mit dem Baby, Angst vor der Zukunft, gelegentliche Panikattacken. Aber nach und nach erholte sie sich, wurde stärker. Ihre Psychologin sagte, sie habe noch nie eine so schnelle Genesung nach einer traumatischen Beziehung erlebt. »Mama, schau mal!« Jonas rannte zu uns, einen Kastanie in den Handflächen haltend. »Schau, wie groß!« »Sehr schön.« Ich hockte mich hin und betrachtete den Fund meines Enkels.
Legen wir sie in deine Sammlung. Jonas nickte energisch. Zu Hause hatte er eine ganze Schatzkiste mit Steinen, Zapfen, Federn und Eicheln. Ein kleiner Forscher, der in den gewöhnlichsten Dingen das Wunderbare fand. »Und was kann man daraus machen?« fragte er und hielt die Kastanie ins Licht. »Alles Mögliche«, lächelte ich. »Einen Kastanienmann mit Streichholzbeinen oder einen Igel oder eine Spinne. Ich will einen Igel«, erklärte Jonas entschieden. »Opa hilft mir dabei.« »Natürlich hilft er dir«, sagte Elara und zerzauste ihm die Haare. »Das kannst du ihn heute Abend fragen.« Konrad hatte sein Versprechen gehalten. Er hatte sich tatsächlich verändert, war Elara eine Stütze geworden und für Jonas ein echter Großvater. Jedes Wochenende verbrachten sie zusammen, gingen in den Zoo, ins Kino, angeln. Konrad schien die versäumte Zeit nachzuholen und versuchte, seine Schuld für die Jahre seiner Abwesenheit wieder gutzumachen. Ich hegte keinen Groll mehr gegen ihn. Das Leben ist zu kurz für Groll. Und wer macht nicht Fehler? Das Wichtigste ist, die Kraft zu finden, sie zuzugeben und zu versuchen, sie zu korrigieren. »Kommt Oma Helga auch zum Abendessen?« fragte Jonas und steckte die Kastanie in seine Jackentasche. Oma Helga, Konrads neue Frau, eine freundliche, ruhige Frau, die als Bibliothekarin arbeitete. Sie hatten sich vor 3 Jahren auf einer Buchmesse kennengelernt und ein Jahr später geheiratet. Helga verstand sich sofort mit Elara und verehrte Jonas, verwöhnte ihn mit selbstgebackenem Kuchen und Büchern mit bunten Bildern. »Natürlich kommt sie«, antwortete Elara. »Und sie bringt den Kuchen mit, den mit Pflaumen, den du so magst.« Jonas' Gesicht strahlte. »Kommt Tante Hilda auch?« Hilda Lorenz, meine Nachbarin, war mit 87 Jahren immer noch rüstig und aktiv. Für Jonas war sie Tante Hilda, obwohl sie seine Urgroßmutter hätte sein können. Sie hatte ihm Schach beigebracht und erzählte ihm erstaunliche Geschichten aus ihrem langen Leben. »Sie kommt«, nickte ich. »Und Dr. Viktor Steiner und Dr. Armin Fichte und Staatsanwalt Melis mit seiner Frau.« Heute war ein besonderer Tag. Jonas' 5. Geburtstag. Wir hatten beschlossen, ihn im engen Familienkreis zu feiern, wenn man eine Gesellschaft von 12 Personen als eng bezeichnen konnte. Aber all diese Menschen waren für uns zur Familie geworden. Blutsverwandt oder nicht, das spielte keine Rolle. Das Wichtigste war, dass sie in schwierigen Zeiten da waren und in Momenten der Freude blieben. »Jonas, komm, lass uns nach Hause gehen.« Elara nahm ihren Sohn an die Hand. »Wir müssen uns noch auf die Gäste vorbereiten.« Wir gingen die mit gelben Blättern übersäte Allee entlang. Jonas bückte sich von Zeit zu Zeit, hob besonders schöne Blätter auf und sammelte sie zu einem Strauß für seine Mutter. Elara lächelte und nahm jedes Blatt wie ein kostbares Geschenk entgegen. Sie hatte sich in diesen Jahren verändert, erwachsener, stärker geworden. In ihren Augen lag nicht mehr die Angst und Gehetztheit, die ich vor 5 Jahren gesehen hatte. Jetzt leuchtete dort Zuversicht. In sich selbst, in die Zukunft, ins Leben. Nach Jonas' Geburt hatte Elara einen Kurs für Designer abgeschlossen und arbeitete nun freiberuflich, indem sie Illustrationen für Kinderbücher erstellte. Sie hatte ein echtes Talent. Verlage standen Schlange für ihre Arbeiten. Letztes Jahr hatte sie sogar einen Preis für die Gestaltung einer Märchensammlung gewonnen. Vor einem Jahr hatte sie ihre eigene Wohnung gekauft, klein, aber hell, in einer guten Gegend unweit des Parks. Sie hatte sie geschmackvoll eingerichtet und in ein gemütliches Nest für sich und ihren Sohn verwandelt. Ein Zimmer hatte sie komplett zu ihrem Atelier umgestaltet, wo sie lange Stunden damit verbrachte, erstaunliche Welten für Kinderbücher zu zeichnen. Manchmal kam ich zu ihr, setzte mich in den Sessel am Fenster und sah ihr einfach bei der Arbeit zu. In solchen Momenten erfüllte mich Stolz. Mein Mädchen, meine starke, talentierte Tochter, die es geschafft hatte, die Hölle zu durchqueren und nicht zerbrochen war, die es geschafft hatte, ein neues Leben aus den Scherben des Alten aufzubauen. »Mama«, unterbrach Elara meine Gedanken, »du bist heute so nachdenklich. Ist alles in Ordnung?« »Alles in bester Ordnung«, lächelte ich. »Ich erinnere mich nur an die Vergangenheit und freue mich über die Gegenwart.« Sie nickte verständnisvoll. Wir sprachen selten über jene Ereignisse, aber sie blieben immer bei uns, wie eine Narbe, die nicht mehr schmerzt, aber an den erlittenen Schmerz erinnert. »Weißt du«, sagte Elara leise, »ich denke manchmal nach. Was, wenn ich damals nicht zu dir gekommen wäre, wenn ich bei ihm geblieben wäre? Was wäre jetzt?« Ich schüttelte den Kopf. »Du hast die richtige Wahl getroffen. Eine schwere, aber richtige. Und schau, wohin sie dich geführt hat.« Ich nickte Jonas zu, der vor uns herlief und mit dem Blätterstrauß herumfuchtelte. »Zum Glück.« Elara drückte meine Hand.
Danke, Mama, für alles. Wenn du nicht gewesen wärst. Du selbst hast die Kraft gefunden zu gehen, unterbrach ich sie sanft. Das war deine Wahl, deine Entscheidung. Ich habe dir nur auf diesem Weg geholfen. Wir erreichten Elaras Haus, ein 5-stöckiges Backsteingebäude mit einem gemütlichen Hof, in dem jetzt Kinder spielten. Jonas rannte sofort zu seinen Freunden, fuchtelte mit der Kastanie herum und erzählte aufgeregt etwas. »Komm«, zog Elara mich am Arm, »wir müssen den Kuchen aus dem Kühlschrank holen und die Kerzen aufstellen.« In ihrer Wohnung roch es nach Zimt und Äpfeln. Sie hatte einen Strudel nach Hilda Lawrence Rezept gebacken. Auf dem Tisch standen bereits festliche Teller. An den Wänden hingen Girlanden aus bunten Wimpeln. Am Kühlschrank Fotos. Jonas im Krankenhaus. Jonas macht die ersten Schritte. Jonas auf den Schultern des Großvaters. Jonas mit dem Kuchen vom letzten Geburtstag. Ein glückliches, normales Leben. Ohne Angst, ohne Gewalt, ohne Demütigung. Ich half Elara beim Tischdecken und eine leise, ruhige Freude erfüllte mich. Die Freude darüber, dass wir es geschafft hatten, dass wir standgehalten hatten, dass wir das Liebste beschützen konnten. Unsere Familie, unsere Liebe, unser Leben. Vor 5 Jahren, als Elara verängstigt und geschlagen an meiner Wohnungstür stand, schwor ich mir, alles zu tun, um sie zu beschützen. Und ich habe dieses Gelübde gehalten, indem ich all mein Wissen, meine Verbindungen, meine Erfahrung nutzte und von nichts Halt machte. Aber das Wichtigste ist nicht das. Das Wichtigste ist, dass Elara selbst die Kraft gefunden hat zu kämpfen, die Kraft weiterzuleben, die Kraft glücklich zu sein. »Was glaubst du?« fragte Elara und stellte die Gläser auf. »Was wird Jonas sich wünschen, wenn er die Kerzen auspustet?« Ich lächelte. Etwas sehr Wichtiges für einen 5-Jährigen. Ein neues Auto oder einen Hund? Jonas hatte schon lange um einen Hund gebeten und Elara schien bereit nachzugeben. »Und weißt du, was ich mir wünschen werde?« Elara sah mich mit diesem besonderen Lächeln an, das immer mein Herz erwärmte. »Was?« »Dass alles so bleibt, wie es ist, dass wir alle zusammen gesund und glücklich sind. Dass Jonas in Liebe und Fürsorge aufwächst, dass es nie wieder Angst gibt.« Ich umarmte meine Tochter und drückte sie an mich. Was für einfache Wünsche und doch so unendlich wichtig. »Das wird es«, sagte ich und küsste sie auf die Schläfe. »Das verspreche ich dir.« Das Klingeln an der Tür kündigte die Ankunft der ersten Gäste an. Jonas stürmte in die Wohnung und rief: »Opa ist da und Oma Helga und sie haben Kuchen mitgebracht.« Das Fest begann. Ein gewöhnliches Familienfest, wie Millionen es jeden Tag erleben. Aber für uns war es etwas Besonderes, denn wir kannten den Preis dieses einfachen Glücks, wussten, mit welcher Mühe, welchem Schmerz, welchem Kampf es bezahlt worden war, und wir hüteten es wie den kostbarsten Schatz der Welt. Denn nichts ist wichtiger als die Familie, nichts ist stärker als die Liebe einer Mutter, und es gibt keine Kraft, die eine Mutter daran hindern könnte, ihr Kind zu beschützen. Ich sah Elara an, wie sie ihren Sohn umarmte, wie ihr Gesicht vor Glück strahlte, und ich spürte, dass alles nicht umsonst gewesen war. Jeder Schritt, jede Entscheidung, jeder Kampf. All das hatte uns hierher geführt, zu diesem Moment purer, unverfälschter Freude, zu einem neuen Leben, das wir auf den Trümmern des Alten aufgebaut hatten, zu dem Glück, das wir beschützt und bewahrt hatten, zu der Liebe, die alles besiegt hat. Wenn euch diese Geschichte gefallen hat, vergesst nicht, auf »Gefällt mir« zu klicken und unseren Kanal Claras Geschichten zu abonnieren. Eure Unterstützung inspiriert uns täglich, euch mit neuen, fesselnden Erzählungen zu erfreuen. Auf dem Hauptbildschirm könnt ihr bereits unsere nächste Geschichte finden. Ein kleiner Hinweis zum Schluss. Wir stecken viel Zeit und Leidenschaft in die Erstellung und Erzählung dieser wahren Geschichten, um euch weiterhin mit wertvollen und berührenden Inhalten zu versorgen. Wenn ihr die Arbeit unseres Kanals unterstützen und uns helfen möchtet, auch zukünftig solche Geschichten teilen zu können, freuen wir uns über jede kleine Spende. Euer Beitrag, egal in welcher Höhe, macht einen großen Unterschied. Herzlichen Dank für eure Großzügigkeit und euer Interesse. Wir wünschen euch alles Gute und viel Glück im Leben.